Eise Gast vun Haut huet eng Stëmm, die d'Lützeburger Medienlandschaft definitiv geprägt huet, nämlich Caroline Macht. Hat huet schon den een oder anderen am Chlortext zum Schwese brucht. Viel Spaß beim Podcast. Diese Podcast gët Dich präsentéiert mat der freundlicher Unterstützung vun Access vun der Spurkäse. Gesäist du dich selber von als Promi? Nee, also ich sehe mich als öffentliche Person. Ja. Und wenn es dann der Staat ist, kriegst du dann auch Glückbescheid. Mhm. Ja. Vier? Allmählich sind wir schon nun. Ja, ja. Weil das ein bisschen mehr sein. Okay. Für Allmähliches. Das kann über die Meteo gehen, das an der Letzte viel mehr oft, das Leute mal so do oder darüber musst du unbedingt den Klartext machen. Das heißt, viele Leute, die mit Sujets kommen, die absurde Leute und nicht, sondern immer mehr. Voilà, Thema sagen, sagen, wie den einander kommt und dann ist direkt so, oh, aber nicht auf Tele und so. Die Leute invitieren sich selber quasi. Nee, sie invitieren sich eben nicht. Also, sie sollen nicht so ein Thema machen, ja, also sie sollen das wichtig, aber wenn du da siehst, da kommen, dann nicht. Also das allmähliches, also Beispiel ist zum Beispiel Education, wo du nicht geht. Das, da kriegen wir, ob das über Mailen, also da direkt geschwätzt ganz viel Sachen, aber sobald es da fräst, also Leute zu bringen, zu kommen, das ist nicht so evident. Mit der Ziel aber meistens Leute, die kommen, die sich auch dann auskennen an dem Thema. Ja, klar. Aber das kann ja aus ganz unterschiedliche Perspektiven sein. Also das Grundprinzip von meiner Sendung, die war von Anfang an für zu sagen, du hast ein Thema. Und je nachdem, von wo du auf das Thema guckst, wo ist eine andere Sicht, und die ist auch normal. Das heißt nicht, es gibt ein absolut richtig und absolut falsch. Aber wenn wir eine Pensionsdiskussion haben, meine Situation ist eine andere wie jetzt. Also guck dir forcément an, stopp. All die Decisionen, die du geholt hast, das wird viel später antreffen, mit werde ich mehr weh tun. Mir geschieht nicht mehr. Also, sodass den Alter, das Geschlecht, die sozioprofessionelle Situation, nur finde ich von Anfang an probiert zu mischen. Was nicht immer einfach ist, zum Beispiel Geschlecht ist immens schwer, weil es da einfach auch bestimmte Themen hast, da das so männerlastig. Ja. Zum Beispiel? Finanzen. Finanzen, Ökonomie, Wirtschaft am Allgemeinen, Wirtschaftsverbände, das sind alles Männer. Also das geht sich etwas mehr los und voilà. Mehr ist das schlimm, dass in der mehr Männer invitiert. Aber lass mal so, das spiegelt nicht die Gesellschaft. Also das ist schon besser, wenn du probierst, alle für equilibriert zu tun. Das gibt dir für ein Bild, wenn du permanent an den Gesprächen just Männer hast. Aber wenn an dem Bereich viel mehr Männer arbeiten, dann ist es ja auch repräsentativ von... Also wenn ich nicht... ich gehe nicht hin Parität für die Parität. Wenn ich keine Leute finde, dann nicht mehr. Ich gehe mir einfach mehr, ich sicher, aber ich probieren. Aber am Endeffekt wird die Entscheidung, also definitive Entscheidung ausmacht, als die Person logisch und das auch gewollt. Heinz du also doch so, dass ich probiert tun, und dann sitzen aber 4 Männer da, und dann gehen ich Heinz der Ruhe auf, gesagt, du schon rum 4 Männer, ja, du weißt nicht, wie viel Luft so in den Vierdruck kommt. Frauen so noch mehr oft auf. Sie sind noch mehr oft mehr unsicher, je nachdem, welche Generation. Das ist ganz interessant, weil das ist eine Kritik, die kriegen wir am Anfang vom Podcast auch regelmäßig. Ja, die nicht genug Frauen, die zu viele Männer. Wir haben auch aufgepasst, auf die Ratio plus minus zu kommen. Auch nicht immer evident gewesen, nicht, weil du Männer Frauen zuletzt gehen wir einfach durch Zufall, wir kommen ja auch nicht in alle Menschen als kleine Individuen. Nee, aber allgemein sind aber Männer mehr die Sachen machen, so, wo ich drüber schwätzen kann. Fand ich. Das ist effektiv ein Steil also, vielleicht für eure Publik, wenn ich richtig verstehe, als eure Publik auch mehr männlich wie weiblich. Ja, das ist richtig. Und ihr schafft ja für eure Zielgruppe. Meine Zielgruppe, da das am Prinzip alle Lützeburger, die Lust und Interesse haben, natürlich das viel mehr breit gefasst. Das tut viel mehr
eng Zielgruppe dafür wat man überhaupt he? Gut das aber interessant ist so, ne? Du warst aber schon so mat eng von denen bekannte Persönlichkeiten von Schweizer Lützeburg-Ball wann net Politik also guckt. Das muss schon eng Konstanz die Politiker vielleicht nicht ja also ich gehören zum öffentlichen Leben am Gaggemarsch gehören zu den Mivelen von gehst einfach bei Leute Themen und du warst bei ihnen an der Stufe haut also nicht mehr Stufe traditionell wäre Stufe haut kannst man den Busch gehen und du kannst lauschen oder sehr am Bus oder am Tram gucken die gehen an der Milch geht mir ja das ist ein gewisser Konstant an ich meine dass das wird leider doch auch wichtig ist, dass bestimmten Personen und denen sich können festhalten, der wir just nie die Fehler machen, zu vermischen, an sich selber mehr wichtig zu wollen, dass einfach das durch Zeit, das durch den Job, die ging mich auch nicht freuen als Caroline, die freut mich als Caroline von RTL, ich komme da hin, ich habe noch kein Problem, auch mir open an mir Labor zu schwätzen, ich schwätzen aber immer noch, also ich habe schon eine Funktion, an die nicht einfach außer ganz am Privatleben. Du finde am Anfang die alles echt froh gestaltet, so durch viel Promi-Filz oder nicht. Weil ich mich auch im Moment gefreut, für was könnte das am Anfang, also für mich möchte Sinn, dass wir dich invitieren. Wieso siehst du als am Anfang so? Ja, als zwei Gründe. Erstens, weil der Raul kommt, also er gesagt hat, ich bin zwei feine Kollegen. Und weil ich schlecht Menge Kollegen nicht so kann. Und voilà, das ist mal der Ding. Ich muss ehrlich sagen, wie dass ich mehr politiklastig bin, habe ich die erste Sache von ihr gesehen, wie effektiv an Wahlkampfpolitiker. Da war ich 40 gehen. Aber weil ich doch auch interessant fand, Juncker zu unterstützen und auch aus dem 4-Bereich auf der anderen Seite zu sitzen. Ich habe mich schon nicht präpariert, ich habe das hier erbe. Sonst habe ich immer so dick Dossier in ihrer Sendung machen, halt schon so, okay, sie müssen. Wie findest du dann, wie man das mit Politikern gemacht hat? Ich finde das flott von Märkten, so nicht flott, das ist das Lieblingsvokabel von unserem Premier. Ich meine, schon in einer letzten zu viel gelauscht hat. Was ich gut dabei fand, ist, dass der eben ein komplett anderer Weiß hat. Und dadurch diese Büsselchen aus der Comfortzone mir einfach nur ein bisschen. Und du hast interessant zu sehen, wie darauf reagiert. Und du sagst einfach, dass zum Beispiel eine Medien Kommunikationsbeicht für Xavier Büttel. Ich meine, die kannst du egal wo sitzen. Die kannst du nicht um 3 Euro waschen und nirgends zur Ski sitzen, für eine Kamera an der Kündet. Und voilà, ein anderer, wo die aber mir umgewinnt, das muss man mal so sagen. Ja. Aber das war auch ein bisschen unser Feeling, Hanno. Man Xavier, manchen Hirn hat das hier nicht eine Show aufgezogen und dann hat dieselbe Show können nachzeigen beim nächsten Besten. Und zum Beispiel beim Lüger, beim Polat, hatte ich auch mal ein bisschen mehr Gefühl, dass es ein persönliches Gespräch hat. Dass wirklich so die Person mir auch gerade nur lauscht und ob das auch geht. Nicht, dass Xavier das nicht gemacht hat, aber Xavier weiß genau, wo es schon nicht heiraten, genau, wie er rausgehen. Meine Frage ist, meinst du, hin ist einfach so, dass nicht der das spielt, gell? Ja, hin ist einfach mega extrovertiert. Aber wenn du das musst, von nun, dass du 14 Jahre alt bist, dann irgendwie nicht kannst du selber mehr als nebenhalten. Ja. Das ist einfach, da gehst du dein Personage, so wie wenn du als Politiker, du siehst so oft dieselben Sachen. Du glaubst es, Hanno, und du glaubst es, ob es wahr ist, dass du da mit Englisch hast. Und du so oft immer siehst. Und das ist ein Naturtalent. Ich meine, das hat auch Stand-up-Comedian können geben. Die Momente, du hast einen voll dran, kann auch einer Politiker noch machen. Also, ja, du hast noch komödiantisches Talent, das tut nicht schiefgehen. Du merkst einfach, dass es dem Spaß macht, ich meine es gerne. Aber hey, das ist natürlich easy. Die sieht ja auch nicht, dass dann nicht nachhakt. Das Grundprinzip ist ja, dass da aber eine Bienveillance wie von ihren Inviten hat. Das muss auch keine Fährten, die Loina können, dass sie gegrillt wird. Und ich meine, dass Politiker auch ganz happy sind, wenn sie jetzt mal im Haus sind, weil
mir meinen das ja nicht immer so ganz fein. Von bisschen die Idee vom ganzen Podcast ist einfach, Leute bis noch eine andere Art und Weise kennenzulernen, bis zu 100 Kulissen zu gesehen und hinten noch eine freie Bühne zu lassen. So ein bisschen wie Porträtmäßig. Wie hast du das bei dir? Hast du ein anderer Personage im Fernsehen, so wie am normalen Leben? Weil bei euch gibt es so, also vielleicht das ein bisschen nämlich, ne? Wir zwei, ja, so, ja. So wie man im Podcast ist, immer auch ein bisschen, vielleicht so mal ein paar Sachen nicht, die ja, man kann man schwätzen können. Also es sind zwei verschiedene Sachen. Der den das Kontrolle, die du hast, wie du weißt du schwätzt. Du hast ganz klar, wenn ich in einem Studio bin, du schwätzt nicht gar nicht, dass wir wenn ich dabei sind, du sind mir alle Sekunden bewusst. Den Tag, wo ich an eine Studie gehe, wenn ich mich gegen einen Bus setze, muss ich direkt abhalten. Das geht einfach nicht. Das ist eine Anspannung, das ist eine Konzentration. Das ist auch ein froh Respekt vis-à-vis von meinen Inviten, ein Respekt vis-à-vis von denen, die nur lauschen. Du machst einen Job. An den Job ist, du hast es quietsch egal, was ich denke, was ich fühle. Es schon einfach zu liefern, es schon eine Arbeit zu machen, es schon die Fragen zu stellen, wo ich davon ausgehe, dass die Leute interessiert. Aber wenn ihnen dann nicht Not zu hacken, das ist eine Funktion. Das andere ist, du hast natürlich dein Temperament, Dinge da weiß. Und das kann raus. Du verstopfst ja nicht dein Temperament an der Weise zu schwätzen, zu argumentieren. Und du, wie das schon eine lange Karriere holen, schon ganz viele Jahre das Journal präsentiert. Das Journal ist viel mehr eng. Das Journal, du hast fast Texte, die am Vierreiser geschrieben sind. Kriegt ihr den geschrieben? Nein, die schreibst du selber. Ja. Nee, natürlich schreibst du alles selber. Und wenn mehr als 27, 30 Sekunden Texte. Ja. Du hast nicht so viel Möglichkeit, deine Persönlichkeit rauszubringen. An einem Interview ist es schon etwas anderes. Und wie ich aber so lange den Klartext mache, also evident, und das ist meine Sendung, das ist von Anfang an mein Konzept, es geht nicht. Das ist meine Idee, mein Konzept hat sich mit mir entwickelt. Und dass du da am Laufe der Zeit auch mehr, aber ein Teil von Dingen Persönlichkeit rauslassen, das lassen nicht gelten, meine Meinung nicht. Okay. Die habe ich immer rausgehalten, das ist mir wichtig. Das kann jeder auch nicht machen und geht auch Meinungsjournalismus, der genial ist. Aber wir haben eine quasi Monopolstellung als Tele. Und das ist ein kleines Land und wir haben noch einen öffentlich-rechtlichen Auftrag und ich will nicht, wie man sieht. Und dafür müssen wir aber neutral sein. Ja. Und ich kann nicht in der Kommentar machen und dann 2 Strobe eine Runde haben, wo ich 4 drin über den hier gefallen sind, den anderen gelöft habe. Das geht für mich nicht ab. Also das ist meine persönliche Definition davon und dafür. Wir hatten eigentlich auch ein Interview, du hast ein neues interviewt und er hat gesagt, dass es nicht so gut, wenn ein Kollegen ist mit den Leuten, die ihn interviewt, weil dann da bist Kollege, mit dem da kannst du nicht so kritisch über dich schreiben oder so. Ist das dann schwer, hast du die Meinung so, du hast ja aber eine Meinung, für das zu trennen? Nein, gar nicht. Nicht schwer? Nein, gar nicht schwer. Und auch nicht, dass den dann unbewusst den anderen vielleicht besser durchstellt wie den? Nein, das ist, weil das ist das Grundprinzip, das ist meine Überzeugung, das ist Training, das meine ich über so viele Jahre nie. Außerdem, dann hätte ich ja einen anderen Weg können wählen. Ich sehe noch nicht auf die soziale Raison, aus dem Grund, ich bringe mich nicht an, weil für mich musst du wissen, auf welcher Seite du stehst. Für mich kannst du schlecht, neutral interviewen an jedem vis-à-vis, ob derselbe Distanz fair und korrekt sind, und gleichzeitig dich selber abbringen. Wenn ich gegen Mengen das Land unbedingt meine Meinung braucht, dann hätte ich so an Politik gehen. Ich bin nicht an Politik gegangen. Ich bin ein politischer Mensch, ich bin an der Politik abgewusst. Politik ist etwas spannend, dann immens von mir. Für mich, an meinem Verständnis, ist es den Leuten so viel wie möglich Informationen zu geben, dass sie sich ihre eigene Meinung bilden können. Das ist nicht mir, den Leuten so, was sie sollen denken. Ich will die Leute auch echt genug, dass sie schlau genug sind, sich ihre eigene Meinung zu bilden. Und heinst du, ist es besser, du lässt ihnen wohl einfach auch schwätzen. Heinz, du musst du dazwischen gehen. Das ist so ein, voilà, das ist Interviewtechnik. Mir fällt mir überhaupt nicht schwer, meine Meinung rauszuhalten. Okay. Auch gar kein Thema. Also es gibt selten oder noch nie eine Situation, wo irgendein Klartextthema war, wo du da gedacht hast,
Aber nicht für mich denken, ich sage, mit fällt mir aber nicht teuer, wie hast das, was wir ja am Anfang nicht machen, als das nur hacken, und du ganz genau weißt, die will das am Anfang nicht so hin. Ist das unangenehm für dich oder nicht? Das hängt davon ab. Weil für mich wäre es unangenehm. Also. Nee, heinst du also sogar die einzige Möglichkeit, weil das ist ja auch Ping-Pong. Ne? Zum Beispiel, man denkt auch noch, man lange Interview, dass man auch mit Politikern, ne, probiert dauernd zu entwutschen. Dann ist es eine Menge Aufgabe, für zu tun, du entwutschst, komm ran zurück. Das natürlich weh müsstet. Wenn es jetzt viel aggressiv ist, also der Punktverschuss. Wenn es nicht genug assistierst, also da immer Punktverschuss. Das heißt, du musst da vis-à-vis schon kennen und das macht Schiedfreien managt. Und dann hängt es doch davon ab. Ich meine, wir sind auch keine Maschinen. Schiedfreien hört doch gut, schlecht, schon eine Sendung, da sitzen ein paar Leute da. Ich kann nie so am Anfang, geht das gut, geht das ein Mann gut, geht das eine Genialsendung, wie auch immer. Das ist immer eine Frage von Alchemie, da gibt es etwas. Und voilà. Und für den Rest, das ist einfach viel, ja, kommt natürlich auch ein Teil Routine dran. Und wenn Politiker sind, da kennen die sich schon. Und wir sind die, wo ich muss nachhaken. Also Xavier Büttel, den hatte ich 3 oder 4 Mal anderen, denen dieselbe Stroh gestaltet. Trick ganz kurz zum Xavier, für das ich mal üben, nur zu haken. Wer ein Politiker kann hier da gut imitieren? Ausländische Politiker. Okay. Ja, zum Beispiel ganz gut, wenn er roten Enker selber. Just für so einen hört absolut auch komödiantisch. Okay. Ist gut gemacht. Ist gut genug. Ja, gut genug. Das lohnt ein bisschen nur vor. Wen? Ja. Ich finde mal abgeschrieben, du siehst die ganze Zeit effektiv Ding Show. Das heißt, also wirklich Ding Show oder warst du umgestaltet für die Show? Oder hast du eine Pourcentage in der Show? Hat man so finanziell? Ja. Ich weiß nicht. Weil du wir sind zu Lützeburg. Am deutschen Fernsehen hast du ja gut, Stefan Raab oder so. Ja, die sind noch Reichskinder. Ja. Nee, ich bin nicht Reichskinder. Okay. Nee, ich bin ganz banal. Sind ich Employé bei einer Firma und ich gehe als Employé bezahlt, wenn ich so eine Sendung habe, weil ich so verantworten. Das ist nicht meine Show im Sinne von wow, ich bin so großartig. Das ist einfach das meine Verantwortung. Ich sehe Themen daraus, ich sehe Inviten daraus und ich moderiere sie. Okay. Hast du so ein Konzept erfunden? Ich schon ein Konzept. Du hast ihnen das proposiert, nicht sie dir? Ja. Okay. Es war bestimmt ein Kader, soll den Gesprächsrunden sein. Das war am Kader von den Verhandlungen für den Konzessionsvertrag. Und da ist eben die öffentlich-rechtliche Oblage gewirrscht. So muss eine Stundensendung sein. Und viel mehr. Es war, ja, es geht nicht, also ohne es gemacht. Mit der dann ich meine, die Schweiz von Deutschland. Wie viele Millionen Einwohner? 8 ungefähr. Genau, mir. Kein 700.000. Okay. Du von wie viel die Lützeburger noch verstehen? Okay, nochmal ein Kartauschen drauf. Mehr eine Etude de Marché. Das ist normal, dass du kein Handwerk aus der Zahl bricht. Lässt nennen es. Und der Unterschied ist sogar noch, dass wenn die Leute die Lo Schweiz, wenn ich direkt mit Leute die Polit-Talkshow machen, ich kenne da ein paar, die wie sie funktionieren. Die haben so viele Redakteure, die für sie arbeiten, die haben Fahrten, die sie gemacht keiner soll. Das hier da sind Vorbereitungsgespräche, die von anderen gemacht werden, anderen. Weiß Gott, das alles. Du musst alles selber? Yep. Okay. Ja, weil so Markus Lanz, der verdenkt ja immer viel so mit vergleichbaren Formaten. Ja. Und du wolltest nie auf Deutsch switchen? Ich Grund für was ich hier zu Lützeburg auch sehen muss, weil meine Familie, meine Kinder hier und voilà. Und also ich meine, du kannst, je nachdem weißt, ob du Leben guckst, kannst du dann zufrieden sein oder du kannst zufrieden sein. Es ist ein Privileg, schon einen Job, den ich ein paar Jahrzehnte mache, der sich immer verändert wird, immer weiterentwickelt wird und den Job noch spannend fand, den ich gerne mache. Ich habe schon viel froh in meinem Leben gestaltet, ich kriege keine Antworten. Also, ja, ich bin nicht Reichskind, aber damit war nicht der Bild.
Geht Klartext getan zu geschnitten oder ist Nee. das wirklich so diffusiert? Grundprinzip. Das ist Okay. das Grundprinzip, weil ich auch verstehe, dass auch viele Inviten, die sind auch genervt, wenn es dieser Kongress von ganzen Jahren, dann mir oben im Journal und mir 2,5, 3 Minuten. Und so vielleicht tut er den extra egal. Ja, das ist forcément subjektiv. Und wenn Ihnen da ein Interview geht von 10 Minuten und du hältst 30 Sekunden raus, da seht ihr noch, das war nicht die 30 die ich gewollt hätte. Okay. Du wieso nicht immer das Argument, weil da kommt, weil du als was gesagt dass wir am richtigen Leben bring dich an, wenn ihr sich von selber mehr bringt, mehr mir, da lass nicht doch schauen. Das ist ja nicht live, gell? Das heißt du live, das am meistens am vor direkt mit das tut nicht immer dazu dienen, dass man live nicht gerne haben. Das ist ganz pragmatisch, das, weil man auch eben Kästen aufpassen muss, sonst muss man auch 2 Equipen haben, wie das man auch eine Journalsequipe und natürlich mit sich am Mitten ab, paar Stunden für drin, in der Live-Konditionen, es wird nicht geschnitten. Die ist ja doch noch nie gefroht und nun könnt ihr das rausschneiden. Nee, Sie wissen Okay. das. Nee, das Muss mir das besser kommunizieren. Ja, muss von Anfang an. Nee, du hast, ich ging da doch, außerdem, wie sie nicht, also ich weiß, dass doch Kollegen die machen das. Natürlich kannst du dadurch eine Misere-Dramaturgie haben. Weil oft ist es so, dass die ersten Minuten also ein bisschen mich schläfend. Und zum Schluss, wenn eine gute Diskussion ist, dann zum Schluss, das ist der Merk, du hältst schon noch, du hättest mal gerne mehr hören, du hast die richtige June. Mit das ist menschlich. Ja. Du gehst aber niessen, beim Apero, also auch noch ein anderes Gespräch wie Hanno, wenn du ganz zum Schluss beim Dessert bist. Ja. An Heiers Zellwicht, also sie nicht das, was dezidiert, was geht raus. Da komme ich an Teufelskirchen. Aber es ist sich umgedreht, weil es nicht das Gast hier ist, so Kandidat von Schiedreit schneiden. Also? Ja. Und du denkst mir also so, ja, dann überleben, was das ist. Ich war gerade so, wenn du schon drauf anlegst, also von dem Moment, wo ich weiß, dass es lebt, Ja. weiß ich, dass es lebt. Was am Off ist, wenn der das nicht gegen respektieren, das wäre etwas anderes. Und du haben richtig krass Sachen gezeigt. Nein, wir haben effektiv kurz klarzustellen, der Erlaubnis kriegt für den Du zu benutzen. Wir hatten ganz brav gefroht und das ist okay. Ja. Just für das mein Boom dann noch. Nicht das Konzept an der Tür. Ja, aber mir hat ja auch darüber geschwärzt, dass ich auch dummer da gar kein Problem habe, wenn ich mich tue, nicht dass ich als Prinzip Mengen invitiert sind, für zu jedem dieselbe Distanz zu holen, weil mein Konzept auch mehr auf Distanz aufgebaut ist, gewisse Respektsdistanz, aber hier ist als Proximität. Wir sitzen also auch ein Minute, wir trinken. Apart, also das, ja, mit das bei den Temperaturen. Das ist 40 Grad heute. Und das nicht, also wenn eine Kamera lebt, trinken ich auch sicher nicht stellen, als ich weiß. Das sind von pure Wodka. Nee, all jokes aside, ich wollte noch etwas anderes fragen. Nee, eben auch zu dem Thema hast du doch eben erklärt, dass es am Anfang, wo du jung warst, nach einer anderen Generation war, dass du auch echt aufwertend war gegenüber Frauen. So interessant auf uns. Ja, denn du war so, also ich bin zum Teil Modi genannt gehen, ich war mit 20, wie ich schon gefangen habe und schon viel mehr jung gesehen und du warst auf Pressekonferenz gegangen, du bist einfach nicht selber gehalten. Oder hier verschön. Ja, krass. An Hierarchien, an die Uhren, die sind da gediert, gehen also bei am Betrieb zum Glück in der Zwischenzeit eine ganz, ganz flache Hierarchie. Schiedfrieden duzt sich vom CEO bis bei der Portier und das möchte Leben noch auch mehr einfach. Mir schon von dem, wie ich groß gesehen habe, ich auch behalten, dass ich einfach so, gerade Jungkleid, auch wenn ich Jungkleid bei mir an der Sendung habe, wenn ich schiedfriediert sind, für was soll ich in den 20 als duzen, just weil mir jung ist. Ja. Nee, wenn er meiner Witte ist, ist er meiner Witte. Und ich ging noch kein 12-Jährigen. Schade, noch nie ein 12-Jährigen. Wir hatten einen 8-Jährigen. Ja. Ah, ja. Aber man muss Lülling einen 94 Jahre alt. Ja. Eine Naturgewalt. Das ja, ist eine andere Geschichte. Scheren direkt seine Stimme. Ja. Gehst du auf seinen Geburtstag? Nee. Nein? Man hatte da einen Podcast aber mit Ja, das war viel Spaß. für den 100. geil. Ja. Das dauert noch ein bisschen. Vielleicht kriegst du eine Invitation. Wie gesagt, denk Vorbereitung dann aus für eine Show?
Wie müsste das genau? Frisst doch ChatGPT, gib mal bevor. Nee, ich schaffe noch nicht mal ChatGPT für meine Sendung zu präparieren. Ich habe ganz klassische Modus, dass ich meine Recherche mache, sowohl Audiorecherche bei uns, Videoen, allmähliche Sachen, wenn ich invitieren und die Politiker sind auch so in diese Druck machen und bei uns auch bei Konferenzen. Ich lausche sowieso prinzipiell alles, ich lausche noch mal um Neisen invitieren, mache die von 100,7, ich will Noten, schon noch zu gewissen Themen habe ich einfach Dossieren. Und da gehe ich auch immer an die Dossieren, weil ich meine, die Erfahrung ist etwas, du musst immer auffrischen. Du gehst ran, du gehst an Gesetztexte, du gehst an Wien. Also das Alkeier sind ziemlich steckende Dossier, das schaffen. Das ist einfach, dass wir ein Examen präparieren. Du lehrst eine Reinkeier, du schaffst dich ran. Und das anstrengend, das wird erfahren, gut wird erfahren. An der Zeit fand, weil das schon etwas, wenn eine Sendung rüber ist, das nie viel läuft. Und muss so schwer sein, immer auch 5 Leute bei Neins fahren. Weil für mich schon für eins kriegen. Ja, Koordination. Und da können die, da seht ihr, mit dann haben wir Rendezvous, oder du sehen an der Chambre, und dann wird den in eine Kommission Neues, den anderen Mittes, und dann gehe ich hin und dann muss ich ja Rücksicht dabei sein, weil da gehe ich bei technische Ergebnisse und ich kann da vielleicht mit schüste Brötchen, geht das. Wenn die fein sind, an die sind nicht fein, aber sind irgendwie können da kommen sind, geht mit der das hin und her, der Tisch geht schon also immens viel Zeit verloren. Das ist immens viel Arbeit, die rein organisatorisch ist. Sodass das geht auf Kosten von der eigentlichen Arbeit. Wie lange am Voraus planst du dann immer? Ich probiere nicht viel lange am Voraus zu planen, außer für bestimmte Sachen, die ich schon lange am Voraus gewusst habe. Ich wusste einfach, wie es da passt einfach bei dem Event. Ich probiere so viel wie möglich abzuhalten, für aktuell zu sein. Ich könnte mir Leben einfach machen. Ich gehe probieren, ich mal ein Blatt vorbei und ich schreibe da 20, 25 Themen, die interessant sind, ob und sogar, wenn ich invitieren, du musst ja aber gucken, was das gerade lässt und was das was Leute bewegt. Und so, da sind wir zwar ziemlich nah dran. Okay. Und das gehört ja auch zum Journalismus, der richtige Timing. Und das ist da schon eine von der Satisfaktion, wenn du siehst, okay, ich hatte die gute Invitieren und war der richtige Timing und dann entspricht dem einfach, was die Leute beschäftigt. Weil nein, kann mir manchmal nicht voraus. Und geht nicht um Bequemlichkeit, es geht darum, aktuell zu sein. Par rapport zu den Themen / Invitieren, variiert Zuschauerzahl krass oder nicht? Zuschauerzahl mir hier wie nicht all Chaos, mit mir sind Reaktionen und auch im Internet, wie viel geklickt wird, resümieren und so weiter und wie viel am Replay geguckt wird. Klar sind bestimmten Themen, die mehr breiten Publikum interessieren oder du hast auch bestimmten Triggerpunkten, bestimmten Inviten, die Trigger sind. Das ist eine Mischkalkulation. Ich fand es wichtig, scheinst du auch Themen zu machen, wo du genau weißt, okay, das ist mehr ein Nischenthema, das interessiert vielleicht nicht so breit oder das polarisiert doch nicht, das ist nicht so pro oder contra. Für eine Mischung zu machen. Das heißt, du hast mehr eine Sendung für die Leute zu informieren, abzuklären. Das wird pädagogisch nicht gerne, weil das ist immer so wie die Schulmeister. Darum geht es nicht wirklich informativ. Und heißt, du hast da auch Sachen, die richtig debar sind, wo verschiedene Meinungen auf den Nähe knüppeln. Und heißt, du hast doch Sachen, die auch mal mehr an das Persönliche schon noch mehr so sozial oder psychologisch, soziologisch Themen gehabt. Ich hatte Heinz da wieder ob den das Verrücktste, was wir gehabt haben. Wir hatten eine Sendung über Angststörungen, schon wie lange hier. Und das eng von meiner Mutter habe ich drin, dass auf die Bank gegangen, dass rumkommt, so schon nie fand, auf der Bank, am Guichet. Das ist einfach, irgendwie, du gewinnst das und du schwätzt mit den Leuten. Du schwätzt mit Fremden, du hast nicht eine Idee und das ist so ein permanenter Brainstorm. Und das auch nicht nur mit den Journalisten, meine Freunde sind, die wissen schon wieder das von der Messen oder Mail kommen, so, ist keine Idee. Das ist schon letzte Woche das Potenzial ein Video für dich. Du gehst wahrscheinlich den Start. Hast du auch schon ein Video, die so richtig verkackt haben?
Wusst du nur durch, so, den da war zwar. Also werde ich nie mehr Wert machen, ich werde schon nicht so erwähnen, was schon geschieht ist. Ich werde nie mehr in überzeugen. In den, das ist wie schon, den nicht direkt passt, kaufen nicht, weil das rausgehalten Geld, weil er wird da weh tun. In wo du spielst, dass uns viel unsicher ist. Überzeugen nicht, überreden nicht, weil er wird sich nicht wohlfühlen und er wird nicht gut sein. Die erste Grundkondition ist, du musst minimal Lust tun, also Mini-Rampe sagen, du musst kein Büttel sehen, Mini musst du sehen, dass du Lust, dass ein gewisses Sendungsbedürfnis du hast, dass du frei formulieren kannst, wenn die Angst mir groß geht, das bringt das nicht. Ja. Und dafür, wenn ihr seht, spüren nicht so ein Streik. Wie war das? Schon lange her. Nächste Das ist geil. Ja, ein Enkehr, das ganz, ganz lang hier. Enkehre Politiker, die lang nicht mehr aktiv sind, den effektiv den abgestanden ist ergangen. Ja. Weil, ja. Während der Show? Ja, also während der Abzeichnung, ja. Du darfst auch nicht unterschätzen, dir sitzt du hier relax und dir sieht an der Position, wo der vorstellt. Ja. Die warten noch nicht an der anderen Position. Das aber, davon musst du auch Respekt haben, das ist Druck. Und heute ist das schon noch viel mehr schlimm. Mit dieser 24 Jahren, da war das auf die Sendung beschränkt. Und lo, als das, du kannst irgendein Ding rausholen, und da geht da dann Buckel und dann gehst du das nie mehr los. Sind sie vielleicht auch da wenigstens nie so, weil sie einfach fährt, dass auch wenn Sendung nicht geschnitten wird, mit der selbst aus dem Kontext rausgeholt wird, dass du auf soziale Resoen, dass du fertig gemacht bist und letztendlich als Kleinland. Also das ist schon an das Stress. Und du bist an einer privilegierten Situation, mehr Zeit, es ist kein Druck. Aber wenn es dann in einer Sendung bist, mit einem gewissen Format, du bist an einer Konkurrenzsituation mit anderen, wie viel bringst du an? All die Fragen, geht 100.000 Sachen gehen durch den Körper. Und der Stress, den ist real. Und den ist auch für Leute, die Profi sind, auch für Politiker. Also der wird nicht unterschätzen. Sendungen, Live-Sendungen oder Live-Sendungen, das ist mega Druck. So viele, du hast schon eine Vakanz gebucht für diesen Sommer? Nee, noch nicht. Ich hatte die letzte Jahr eine schlechte Erfahrung gemacht. Ich war ja kurz vor meiner Vakanz krank gehen und ich alles müssen annullieren und ich bin einfach meine Kaste sitzen geblieben. Ja, aber du weißt, dass es dafür Assurance gibt. Von was schwätzt du? Aber weißt du das dann nicht? Bei deiner Visa-Premiere von der Spurkäse hast du die Assurance mit dran. Ja, aber für so ein Karzkrähe bezahle ich mal bestimmt dann aus dem Kopf. Man nee, gut nicht. Die kriegst du gratis bei deinem Access-Package mit dran. Du musst dich nicht mehr informieren Site für die genauen Konditionen. Aber hätte ich das gewusst, da kann ich nur direkt hin meine Vakanzbuche gehen. So Philipp, du weißt ja, dass ich mir gleich ein Appartement kaufen. Ja, ich wollte effektiv nach froh, wie du das mit der Assurance da gemacht hast. Das ist effektiv ein ganz gut froh, weil ich habe verschiedene Assurances nicht verglichen. À mon avis hat AXA die perfekte Solution. Bei hinten Site kannst du nämlich direkt deinen Tarif simulieren. Ah, das klingt ja perfekt. Und wie sieht das da konkret aus? Du gehst einfach auf devis.axa.lu, du gehst dir deine Informationen an und dann an ein paar Klicks kriegst du direkt eben die Simulation von deinem Tarif. Und das Ganze ist mega einfach, geht mega schnell, alles ist inklusive. Du gebe ich dir rekommandieren, einfach es selber auszuprobieren, indem du auf den Link hinten an der Beschreibung klickst. Besuch in der Druck, spielst du den noch? Natürlich sind ich, also das ist ein Druck von der Verantwortung, da ist eine Ausspannung, die immer da ist. Und, also das kann schon passieren, dass ich dann nur den Kopf weh habe. Okay. Das gehört dazu, weil es einfach, du gehst nicht sein, ich fange nicht an, Aufmerksamkeitsdinge oder zu meditieren. Also, nee, du bist angespannt, nee, das ist ja eine gute Spannung. Wenn du nur rausgehst und siehst, okay, das war der Wert, dann ist es gut. Also da mehr einfach mit Politiker, weil sie wissen, wie es lebt, oder mich schwer, weil sie wissen, wie es lebt? Hängt ganz von der Politik auf. Also ich habe schon noch geniale Erfahrungen gemacht mit Leuten. Ich habe immens gerne Mischsendungen. Runde just mit Politikern, das kannst du irgendwie nie. Du hast mal einen Überraschungseffekt, das kann zwar auch ganz spannend sein, aber ich habe immens gerne Runden, wo ich auch Leute kennenlerne, die ich noch nicht habe. Und da entsteht auch automatisch eine andere Dynamik.
Und dann ist auch etwas, was man zu Lützeburg was fehlt, wenn der nicht von den Kollegen und Konfreren am Ausland geschwärzt hat. Aber die haben so lange Lüchten, die haben ein Profil und dann haben sie X nehmen, die darüber passen. Du hast Experten, die sie voll und sind so viel, das wird Engländer Public Intellectuals nennen, Leute, die sich abbringen und die Bahn, die Essay schreiben, so weiß. Wir sind froh, dass wir eine Uni haben, wir schaffen noch mit ihnen zusammen. Das fängt doch mir oft zu sehen, dass auch nicht mehr so ganz strikt, wo ich ganz, ganz froh bin, als dass in der Zwischenzeit auch ein paar die Leute, die Deutsch schwätzen oder Französisch schwätzen, Lützeburg verstehen. Ja, okay. Weil wir sind gedacht, eine simultane Übersetzung, das bringt das einfach nicht. Das ist so los, so schwerfällig, das tut keiner Schnurz dran. Ich meine, wenn du da hier rausgehst, du musst ja keine 3 Meter zu Lützburg und nicht Spruch zu wechseln. Also schockiert dich doch nicht, wenn du auf manchen die 2 Sprachen hast, die alle Menschen versteht. Ja. Ich kann auch keinen Englisch schwätzenden da haben, weil es versteht nicht jeder Englisch. Mit Deutsch und Französisch versteht aber jeder, den er es noch guckt. Ja. Und das fand ich flott, weil das dann aber der Spiegel von dem Land, in dem wir leben. Wenn wir nur mit Lützeburg da sitzen wollen, das ist dann auch eine Kunst, Lützeburg. Ja, das ist interessant. Ganz kurz dazu, das ist wichtig, weil bei uns sehe ich da, wenn man einen Zweitspruch noch abholen, da wird echt Englisch. Mit der Generation. Voilà, genau, das ist viel mehr dann normal. Dann gibt es so Runden, wo auch den anderen zum Schluss überzeugt wird. Weil alle Klartexte nicht bis geguckt haben, also immer so interessant. Sie streiten und diskutieren mit ihnen und gehen auseinander und also immer hier Meinung. Ich meine nicht, dass der engem da sehen sie Meinung ändert, schon gar nicht am Laufe von einer Sendung. Ich denke, dass es immer hilft und dass es doch die Leute auszeichnet, die intelligent sind, für Nutzelassen und für einen Moment doch die Möglichkeit zu dem anderen sein Point de vue zu hören. Und das ist etwas, was mir als Mensch, als Bürger von diesem Land, als Mam, als Journalist sorgen möchte, als dass man das am Gange sind zu verlieren. Ja, die Auseinandersetzung, den Austausch, das nur leisten können, weil eben jeder Sänger bloß ist. Ich meine, ich brauche das nicht zu erklären. Die sind fit genug an der für zu wissen, was da all die viele verschiedene Mechanismen sind, die machen, dass am Platz, dass der Horizont mehr abgeht, dass es da aber mehr eng geht. Und dass sie noch dann dadurch dass sich Positionen noch verhärten, dass sie nicht mehr bereit sind, nur zu lauschen. Also ich so nannte allem will nur lauschen, mir dich anlassen, den a priori nach zu holen und nicht direkt dagegen zu gehen. Ich fand das immens wichtig und das geht immer mehr verloren. Weil am Anfang fand ich, kann ich sogar alle Menschen nur lauschen. Du hast das sogar noch mehr krass, also du kannst das mega gut. Alle Menschen nur lauschen, sogar wenn ich komplett eine andere Meinung hast, aber just mal für zu verstehen, von wo könnt ihr, wie könnt ihr auf die Meinung, auch wenn sie für mich komplett falsch ist, aber von wo könnt ihr das hier? Also wenn ich so in allen Menschen nur lauschen, das wenn es je nachdem, wo wir einen merkt, wenn es bei denen hören ist, dann ist also an Sendungen, Positionen, ja, jeder kann seine Positionen artikulieren. Das Wichtigste ist für mich als Argumentieren. Erklär mir für was. Ja, genau. Ich kann da nur lernen, wenn du es erklärst. Genau. Was ich nicht will, das ist, wenn ich just bombardiert bin und du erklärst nicht. Ja. Du willst nicht alle Menschen nur lernen, nicht, die Sachen nicht keine Lust nur zu lernen, wenn immer egal was hier. Ja. Wie wenn du argumentierst, dann ist ein anderer Standpunkt. Ja, das ist auch wirklich direkt. Ja. Direkt. Hat deine Meinung sich da schon einmal geändert, nur einer Sendung? So was, oh, du nicht, aber... Meine Meinung als du nicht zu allen Themen geht ja nicht eng fest Meinung. Das ist das, was ich gesagt habe. Es hilft, es bereichert, weil wir haben natürlich ist eine bestimmte Sendung, bestimmte Themen, du hast es vielleicht mehr pro oder contra. Wir haben in den meisten Fällen ist es viel mehr groß. Und dadurch ich bin in einem permanenten Lehrprozess. Und ich lehre bei und es tut mir immens viel Brust. Und was dann nicht vergessen habt, ich mache nicht mit den Politikern, sondern mit Inviten, die eben weil sie eine bestimmte Funktion haben, kommen, mit denen man schon 4 Beredungsgespräche, die nicht gewinnt sind. Und du gehst immens viel gewohnt. Und das, ja. Also, dass meine Meinung sich weiterentwickelt, ja, radikal ändern. Also ich meine Grundwerte, und die Grundwerte
die ändern nicht durch eine Sendung. Ich meine noch nicht, dass bei keinem ändert mir das solange der Prozess du hast. Also ich so immer von nur einer Sendung, wenn du rausgehst, an den Schaffner weiter, dann nur mal einen Job gemacht. Und leider noch nicht, wenn es vielleicht in der Familie du eben weiter diskutieren oder voilà. Wenn man kleine Nusstöße gibt. Dialog fördern. Was gibst du so als einen Unterschied, wenn eine Person interviewt oder wenn eine Diskussionsrunde wird? Weil mir so schon gedacht, ob manche sollen so 2 oder 3 Leute invitieren, den einen als pro das Thema, den anderen gegen das Thema. Was ist das Challenge am Anfang davon? Was ist das Schwerste? Das sind nur 3 verschiedene Formate, die du genannt hast. Die einen als 4, die anderen du ging. Das ist fast. Dann hast du 2 Leute. Das ist ein ganz anderes Format, wie wenn du eine Runde hast. Eine Runde, wo du jonglierst mit 4, 5, 6 Bällen, je nachdem wie viele Leute du hast. Du kannst nie voraus, so wie es geht. Das ist die Chemie von dem Moment, von den Leuten. Außer du hast von Fraktionspräsidenten invitieren, die sich so oft schon gesehen haben. Du kannst es ein Jahr muss. Und sogar du hast da die Überraschung. Wieso weißt du nicht, wie die Interaktion ist? Fass als eine spezielle Interviewtechnik auch. Der schwerste ist, dazu zu bringen, dass sie mit mir schwätzen. Und das ist nicht ein Einzelinterview, das ist nicht so und so, Ping-Pong und dann den einen und die guckt dich, dann siehst du immer, guckt den anderen. Wie sollte man den diskutieren? An ein Einzelinterview als ein ganz anderen Exerzice wie ein Rund. Komplett anders. Du kannst dich auf eine Person anlassen, du kannst viel mehr an den Fond gehen, du hast mehr Zeit. Ich habe das Privileg, dass ich als journalistisch Klartext mir werde ich auch viel als Format machen, das lang interviewen. Du kann ich zum Beispiel auch auf Englisch. Dann machen wir Voice-Over. Irgendwie wird KI das dann automatisieren. Du hast ja einer Podcast, wo sie das schon machen. Vom Lützeburg und Englisch, das klappt noch nicht gerade so. Das ist genial, wenn wir aber zu Lützeburg hast du viele Konferenzen oder ich hatte nicht allzu lange hier hat den Physik-Nobelpreisträger, den Amerikaner, den das für eine Physikkonferenz von 2D auf die Uni kommt. Die Uni mich kontaktiert, was die interessiert für ein Interview zum Beispiel. So, natürlich. Und dann wirklich ein Erlebnis und von allem, das ist ein Thema, das macht mir da Spaß, weil ich bin kein Quantenphysiker. Was hat denn da gemacht? Das ist ein Quantenphysiker. Ja, also wie war den Nobelpreis? Wie war den Nobelpreis? Weil ein System matt erfunden wird, wie es durch extrem Kühlung kannst die kleinsten Partikeln so viel mehr losmachen, dass du besser in der Sicher kannst. Okay. Das ist ganz vereinfacht gesagt. Voilà, ich habe beim angefangen, Podcasten zu lauschen. Ja, ich bin an die Medien gegangen, weil ich 40 bin, aber weil ich auch nicht just eng war. Und es hat mir Wirtschaftsprojekt schon nicht spannend von. Und dann noch, das sind noch Leute, den Herr aus über 70, und die könnt nach mit der Begeisterung, die glündert, die strahlt wie ein kleiner Kant, wenn man sieht, das ist eine wunderbare Zeit für Physiker zu sehen. Und so geschieht so viel mehr entdecken. Und du kannst sie beimeler Welten, die du sonst nie gingst begegnen. Das sind das sind so meine persönlichen Highlights. Da sind ich einfach dankbar, dass ich das machen kann. Und das sind dann noch Interviews von einer halben Stunde, die man dann noch erdauern können, diffusieren. Und dann ist eben eine Kurzfassung von ein paar Minuten, die geht an das Journal, für die just Kurzfassung wollen, und die lang, dann du noch. Das macht Spaß. Das tue ich. Aber das ist das Schwerste von den 3 Formaten? Das Schwerste der Schwerste zu Lützeburg ist der Fass, für sie dazu zu bringen, dass sie man nicht schwätzen. Und das heißt du Mission impossible. Also, was du so frustriert. Also, voilà. Guckt mich nicht, guckt ihr. Und noch, wo es am Viergespräch siehst, okay, ja. Und da sitzen sie da und dann ist so viel mehr Mu, viel mehr brav. Okay, krass. Wie gibst du so also ob deiner Lust, wenn du mich so abzählst, von Leuten, die da an den Cup kommen, die du interviewt hast, wo du wirklich so begeistert warst von denen? Oder wo du schon auch am Fair so dich gefreut hast drauf?
Ja, also für mich sind Leute alle gut an Wissenschaftsbereich oder Kulturbereich, Schriftsteller, Leute, die eben andere Horizonte für mich auch machen können. Du hast meine persönliche Bereicherung am größten. Du kannst auch so, dass ich auch Menschen, Personagen entdecken, die sie invitieren, die vorbeizukommen und sie für eine kurze Zeit heilen. Oder wie ich ganz jung Journalistin war für ihren Staatsbesuch vom Mitterrand hatte man die Möglichkeit an den Élysée zu gehen. Wir kleinen Lützeburg, mit dieser kleinen Equipe sind wir dann durchgegangen. Da kannst du denken, los sein, du weißt ganz genau, dass das nicht wichtig ist für sie, du kannst aber, du schnupperst, weißt du, als du auch spielen, du spielst Leute, du siehst Mimik, du kriegst das rundherum, alles das gehört mit zum Plaisir. Ja. Und wie gesagt du das, wie die Jungs sich informieren über TikTok? Eine ganz große Herausforderung für uns. Ich weiß nicht, also ich bin überzeugt, dass es einfach Inhalte gibt, die nicht so zu verkehrt sind. Und dass es schon diskutieren nicht viel mit meinen Kindern, mit ihren Freunden, weil ich natürlich weiß, dass quasi Chemie, klassisch Medien, schon nicht gerne das Wort Mainstream-Medien, für mich sind klassische Medien, es wie wäre ja dann, dass du dadurch auch ein Problem hast, wenn man viel geschweißt von Dialog. Du hast für lange Jahren hast du eine Form von Öffentlichkeit. Und jeder war ein Jahr muss im selben Informationsstand. Und du hast das ausgetauscht. Ja, an der Steinzeit war das Lagerfeuer und du sitzt rundherum und du hast geschwärzt. Und dann also die Stamine und dann war es Tele, wo es dieselben Programme und du hast nur drüber geschwärzt, du hast dieselben Serien drüber geschwärzt. Lo ist das so fraktioniert, dass auch das ein Dekalage immens groß ist, nicht nur an dem, was du nicht mehr austauschst, nur an den Informationen. Das heißt, du das Gefühl hast, du lebst in einer anderen Welt. Ich weiß auch, dass viele Jungen, weil es eben auch ihre kulturelle Gewohnheiten entspricht, mehr Englisch, die orientiert sich auch mehr amerikanische Podcasts. Wenn du bist, du drauf ist, der Algorithmus trägt dich noch mehr dahin, sodass du wahrscheinlich viel mehr amerikanisch oder englischsprachige Podcasts konsumiert, wie deutscher, französischer oder sonst andere. Den einzigen Nachteil ist, ihr wisst Hanno über die Politik von einem Land, das weit weg ist, viel besser besteht, wie über die Egen. Ich sage nicht, dass ich muss, und ich bin ein Junkie, und du musst nicht mal aufstehen und als erstes gucken, was als Politiker gesagt haben. Wie wenn ein Dekalage zu groß ist, dann, also darum viel mir einfach ihn zu manipulieren, aber von allem, was bei TikTok, was ja so gut funktioniert, das ist die Emotionalisierung. Und wenn du nur Politik just nach mit Emotionen machst, dann geht es aber schwierig. Und nein, für uns ist es eine Herausforderung, Leute irgendwie zu probieren. Wir haben ja auch Social Media Equipen und die machen noch einen mega guten Job und die probieren die Leute dann auf als Plattform, Hauptplattformen zu kriegen. Heinst du gelingt, heinst du nicht. Ich meine, der Klartext, wo ich am meisten von Jungen geguckt habe, das war an der Covid-Zeit. Und da hatte man dann zwei Inviten, die wirklich Covid-Legner waren. Und das war, da sind immens viel darüber geschwärzt, auch von Jungen. Das hat gemerkt, das Thema lang so oben, und das auch immens zirkuliert. Aber ja, nicht mehr nach TikTok ist schon problematisch. Also das ist gar kein moralisch Ding, so, wie können wir nicht mehr, die müssen oder das nicht. Aber du kannst komplex zusammenhängen, kriegst du nicht reduziert auf 30 Sekunden. Das ist unmöglich. Ich habe das auch gemerkt, beim Israel-Iran-Krieg. Von so TikTok, da sagst du einerseits, sagst du dann, ein Video, okay, die müssen unbedingt Atombomben dürfen sie nicht kriegen. Und da sagst du genau die andere Seite, sie sind am Anfang gar keine Atombomben. Und du weißt, am Anfang ist schon so schwer, wenn es nicht auf Social Media was zu wissen, was richtig ist oder was falsch ist. Ich fand es wirklich so schwer. Wir kennen den doch so, und das ist eine Menge hast, mehr definitiv für das Risiko, aber vielleicht hat doch Chancen im Sinne von, dass nicht mehr just den Mainstream-Media, dem seine Informationen zu konsumieren, jede Regel dieselbe Gefühl hat. Aber du kannst von vor Ort zum Beispiel die Informationen dezentralisiert
Bei erstens hast du ja mehr wie klassischen Medium. Du hast ja eine Pressevielfalt und du kannst lesen, du kannst lauschen und du hast ein breit Offer. Zweitens ist es aber noch ein Beruf. Und das ist von den anderen Problemen. Wenn du so kompliziert Sachen wie den Nahostkonflikt, das hat eine Geschichte. Das tut so eine alte Geschichte, aber wenn du den nicht kennst, dann zählst du zum Teil egal was. Du kannst mit Bildern manipulieren, plus könnte halt nach KI kommen, Fake News dabei, das ist so viel. Und du als der bin aber auch nicht, ich meine die Mädchen, und ich spreche ein Glanz für die Mädchen, wir gehen als Gatekeeper genannt, du hast einfach das Mädchen für herauszufinden, nicht zensurieren, mir aber für die wichtigsten Informationen rauszufiltern, auf eben just die verschiedenen Meinungen durchzustellen. Und wenn das verloren geht, dann, weil wie willst du dich noch anfangen? Ich meine, für uns ist es schon schwer. Ich kann 24 Stunden am Tag lesen und lauschen, dann renne ich nach der Zeit dran. Weil wir auch an so einer an einem Welt geraten, wo so viel mit Nähe geschieht, wo man Xavier Büttel hätte das Wort von der Polykrise an Tischen seit wissen nämlich wie kannst du Poly noch steigern wir leben an einem permanenten Krisenzustand und das möchte etwas mit den Leuten an die anderen Gefahr als dass du einfach siehst das macht zu viel ich will nicht mehr ich klinke raus und das tust du immer mehr das tust du nicht nur bei Jungen aber ganz viel auch bei Jungen die so das nicht mehr nach das möchte Angst das möchte Stress das möchte depressiv. Und das ist natürlich auch nicht gut. Also, wer in dem Mädchen kann so machen, dass sie nach Sinn mischt und dass du die Leute rückkennst. Also, wir diskutieren nicht all da. Wir sicher. Wenn dir wenn dir Ideen hat, nee, ich meine das ganz ehrlich. Wir noch viel Diskussionen. Also, wir gehen noch raus oder wir haben noch oft. Wir Stagiären, wir haben noch Gruppen, die kommen an die Visite machen. Es schaffen auf der Uni mit einer Gruppe zusammen, stellen immer vor, was will dir? Welche Form können wir? Also, nein, ich kann da keine Pensionsreform erklären an 30 Sekunden. Ja, genau. Das ist Mission impossible. Ja. Weil das dann purer Populismus. Ja. Ich denke, dass es wichtig ist, dass man zwischen Etappen an Wehr fanden, wie das dein Brick schläst, dass du nicht irgendwie nicht mehr nach der Gruppe fährst. Das ist interessant, weil ich habe mal genau da davon abgeschrieben. Ich habe mich gefreut, wenn alltag immer so viel mit Nachrichten konfrontiert ist, ob das man gemietet möchte. Weil genau das, was du gerade so ist. Ich zum Beispiel, ich gucke Nachrichten, ich konsumiere Nachrichten für à jour zu bleiben, mir bewusst nicht so viel für nicht die Negativität, die ich sowieso nicht beeinflussen kann, nicht so viel um mich runterzulassen. Ja. An der Familie haben sie schon gekannt. Ich kann da mein Partner, die haben so Schlüssel mal, Pause. Für mich ist es zu spät für raus. Ich bin Junkie. Ich lebe noch in einem Umfeld, den ganzen darüber, dein Beruf dezidiert ja mit wem du bist. An all meinen Konferenzen, an Konzerten, wir diskutieren bevor wir bis sowas drüber, weil das interessiert. Dann heinst du, also nicht heinst mir so als all da, so noch, du darfst nicht davon ausgehen, dass alle Menschen so als wie du. Aber ja, also ich muss ehrlich sagen, ich hat mich nicht überrascht, dass ein Trump gewählt ist. Es war wirklich so, das sind so viele weitere Risikofaktoren in der Bank hier. Die Konstellation, du weißt, was die internationale Situation ist, wenn es schon mehr lang ist, wie wir es, also schon oft den Bauch weh. Das ist einfach nicht für mich, mir eben für Generation, vier Generationen von mir kann, aber ich mir so aber Welt kommt dir du und dann heinst du dann probierst du mal aufzuschalten dann dass ich nicht nur Politik Sachen ich lese noch viele Artikeln Speech to Text selbst war die mens Komodas du kannst das über dem Stot machen ich ging noch mit Tomaten netzen dann kann ich Donner lauschen wenn ich an der Beschlafe gehen da lauscht dran ist
Das heißt, du kannst Zeit durchspuren und dann würdest du dich auch für wissenschaftliche Themen interessieren. Aber dann deprimierst du auch. Weißt, dann liest du dann erst einen Artikel, den da sieht, ja, der Mensch schon bei Kanner wegen Feinstöps, wegen Mikroplastiken. Dann siehst du, okay, wow. Ja, das ist schon. Das lohnt nicht ein Mädchen für 70 Stunden. So, yeah! Was lauschst du? Also, wie informierst du dich dann? So traditionell gehst du auf RTL.lu oder wie? Bei RTL, das kriege ich ja sowieso alles da. Die meisten Sachen, die habe ich ja schon zum Teil an der Vorbereitung mitgekriegt. Ich lausche dran, selbstverständlich mal als ein Radio. Erwäschen du mal mich seppen einfach durch. Wie gesagt, das Wichtigste sind meist, wenn es politische Journalist ist, die 2 invitieren, die beim 100,7 und die bei uns. Und dann seppen ich einfach durch, auch international. Podcasten lausche ich auch mehr, aber nicht nur dieselben Podcasts wie dir. Sie schon auch mehr politisch Podcasten. Kind Joe Rogan. Das ist mir geholfen. Nee, Podcasten, also ich muss ja auch, also Podcasten, die ich auch brauche, für zum Beispiel so Konflikte zu verstehen, aber dann nicht der Historiker, die anwenden können und so weiter. Also das kannst du eine rekommandieren, einen guten Podcast? Also, was ich als Format gerne habe, das schreckt wahrscheinlich viele Leute auf, das Zeit Online. Die haben einen Podcast, den heißt Alles gesagt, der unendliche Podcast. Ja. Und unendlich ist zwar nicht wortwörtlich zu hören, aber die machen mit ihrem Invité am Anfang das. Und wenn ein Invité das Wort sieht, dann ist die Sendung rüber. Das ist auch abrupt rüber. Das bringt das kein Edit, das ist gar nicht, das ist einfach rüber. Aber solange ein Invité das nicht sieht, solange wird geschwärzt. An 7, 8 Stunden geht es schon. Sie haben die nur eine Stunde absehen. Sie haben eine flotte Mischung. Sie haben natürlich die Chance, sie sind ein Medium, was wichtig ist. Und dadurch kommen sie auch und kriegen von den Inviten. Das heißt, dass es dann so viel ist, das querbeet. Du hast Leute aus der Kultur, du hast Leute aus der Wissenschaft, du hast Leute aus der Politik, du hast Leute aus der Musikszene. Und die Mischung ist mega interessant. Ja. Das Florence Gaub, die eine Zukunftsforscherin ist, die auch weiß, wie die NATO funktioniert. Wenn du dir ein paar Stunden nur leistest, hast du einen anderen Zugang. Aber das interessiert mich. Und du lernst auch, das ist auch immer interessant zu gucken, wie es hier Interviewtechnik, wie man sagt, sie machen da doch zwei. Und du lernst auch das Temperament von den Leuten kennen. Bei so einem Format, die sieht, ich gucke halt just Wasser, sie servieren dann an der Essen, natürlich sind Heinz doch mal Publikum. Cookies. Also so Sachen, ja, für mich drauf anzulassen, aber dann muss ich Zeit tun. Das ist ein Tag, wo nicht so viel Stress ist, wo ich dann Heinz doch Triple gehen oder du musst eine Pause und du lässt das dran. Mir auch ganz viel wie so politisch Debatten am Podcast und du kannst heute ja quasi die meiste Sendungen am Podcast dran. Also das weil ich Podcasts gerne als da sind Leute direkt nur lauschen kann, egal ob das Trump ist oder irgendeinen anderen. Aber früher geht das ja von selten, dass du wirklich ein langes Format hast, wo du ihn wirklich direkt hören hast. Früher war es mehr wieder ganz kurz. Ganz kadriert oder war ein Artikel geschrieben? Ja, Langformate gehen wir doch schon. Also auf der Tele hast du aber auch immer auch schon Langformate. Auch so ungeskriptet? Ich meine, man denkt, Trump ist prinzipiell alles ungeskriptet. Ja, geht wird schon. Also nicht an der Laberheit wie Podcasters, ja. Das Wort Podcast regruppiert ja so viele unterschiedliche Sachen. Sie auch mehr News-Podcasten, da sind mehr Entertainment-Podcasten, dann hast du Podcasten, die sind, bei den amerikanischen Podcasten, die sind nur mehr Rankshow. Du hast auch zum Teil Podcasten, wo einfach nur in sicher sein Produkt verkaufen geht. Das fand ich mal interessant. Du hast Interviewer, Podcasten, die am Anfang sich die ihren eigenen Gast sind und dann muss es Sidekick, den sie invitieren. Da gibt es viele Varianten. Wenn du eine Person auf der Welt kennst, interviewen, die jeder Plätze bei Schweiz wirklich dann hört?
Eng Person. Nee, ich stelle mir kein vor, was du Leber oder was das Lieblings und so. Nee. Donald Trump? Ehrlich? Nee. Nicht schrecklich viel andere. Also wenn ich wirklich Spiel hätte zwischen den Gruschelbart von dieser Welt, geht mich viel mehr interessieren, für gespielt zu kriegen von einem Putin. Okay. Wie ein Trump. Ein Trump ist also so transparent. Also Jitrin hat seine Psychopathologie schon gemacht, Amateuren und Experten. Und du weißt, wie der Mensch funktioniert. Und ehrlich, so sympathisch ist man nicht, dass er unbedingt die Besoin hat. Für einen Putin, für einfach ein bisschen gespielt zu kriegen, rein körperlich, ne, Mimik, all die Sachen, aber wenn doch nur die 2-3 Minuten 4 drin an der Null sind, das ging ich mehr spannend. Aber das war am Anfang so genau das Beispiel, was John gehabt hat, wo wir schon, egal was dem vis-à-vis seine Meinung ist, einfach die Person so zu hören und zu probieren zu verstehen, okay, wo können den hier, für was ist der los so wie er ist? Aber du wärst nicht gewohnt gehen, also das bist du gewohnt, wenn du liest, mit du hast mehr den Mensch spielen und gucken, wie es am Umgang. Also du möchtest noch erfahren, es sind noch Leute, die wann bist den Rogers, wann Kamera bis ist diese scheiß freundlich und vier drin. Also wir hatten einen französische Politiker, das war furchtbar. Und wer mal Mann am da ist, aber das war, was ich gar nicht verdrohen am Maquillage, war den hat, wisst ihr, Leute, die sich auch nicht wehren können, weil Maquillage kann ich nicht so, wenn ein Misch behandelt wie der Dollar lässt, dann riskiert nachher eine kritische Frage gestellt zu kriegen. Ich fand es mal nicht einfach, wenn ich probiert Smalltalk zu machen, das freundlichen schminkt dich und du behandelst sie wie wenn ein Luft wäre. Du hattest so einen Hals. Und wenn dann am Studio sitzt, an der Rusche sogar ein groß Grins. Da hatte ich Probleme mit meinen Gefühlen zu trinken. Da hatte ich Lust zu so einem Arsch. Aber das sind so Leute. Die Leute, die haben eine Wahnsinnsarroganz. Wie hat sich der Beruf Journalismus in den letzten 40 Jahren verändert? Da sind wir bei der Physik. Vitesse und Masse machen etwas. Vitesse und Masse sind kruziale Elemente, die total in der Schad gehen. An der Physik, wenn es ein Accident ist, entscheiden sie, ob du lebst oder stirbst. Und an den Medien haben so eine Masse. Wir sind so überfordert. Darüber haben wir ja schon geschwärzt. Mir auch die Vitesse. Du hast das Problem, dass du gar keine Zeit mehr hast für den Recull. Jitfrin hast gedreckt, haut also so, weißt doch mal, da ist ein Smartphone nicht. Schmecken dich selber. Brennt dann zu, und du guckst, weißt du, wo es schon Dinge, dass alles, das während Pumpchen noch am Gang sehen oder quasi ihre ausbricht, guckst du so mal Bescheid an da das auch etwas den Druck an dass so viel verschiedene Medien auch da haben wir viel Diskussionen für zu sagen, okay, wir müssen nicht immer als ich chasen, du musst auch Zeit und Nacht prüfen, du hast aber auch nicht mehr, du hast nicht immer die Möglichkeit, das so gewissenhaft zu prüfen. Adi. Hast du noch einen oder was? Kein Problem. Merci für den Lavabo. Okay. Merci. Ciao. Ja. Gut. Ja, also die Vitesse, das du passt von mir los den Glückfrieden zu Berlin. Und dann muss der Journalist, der mitgeht, den musst du sehr wie möglich liefern. Und du lieferst nicht just für eine Plattform. So sind Leute, sind irgendwie mit auf eine Staatsvisit gegangen, und da bist du rumgekommen, du hast dein Material und hast das hier verschafft. Das geht nicht mehr. Du musst direkt im Internet, du musst direkt Texte für das Internet tun, und nicht nur Texte, sondern auch Video, auch Fotos. Du musst für das Radio live machen, auch für die Tele. Das heißt, das viel mehr. Es sind aber unterschiedliche Formate, zum Teil unterschiedliche Medien, wo nicht jeder an allem selbst gut ist. Es geht aber von den Jungen oder weg, dass sie Allrounder sind, dass sie alles machen. Und der Druck von der Zeit ist enorm. Also das schon viel mehr anstrengend gehen. Immer mit dem Risiko, dass du unüberprüft Sachen rausgehst oder zu viel überflächig passt, dass du nicht mehr an den Fond gehst, dass du einfach nur mehr sehr.
an das Leid auch heinz du gewünscht schon just nach Diverschriften zu lesen. Ja. Das ist natürlich auch immens frustrant. Oder was wir wissen noch, was geplant geklickt. Und hier ist es frustrant, wenn Leute eine Woche Webs geschafft haben, sie sich immens viel mehr gehen. Und dann weißt du, okay, wer das am meisten geguckt gehen, das von den Air Rescue Helikopter an der Bam. Ich verstehe das spektakulär. Mir wenn du mal eine Million Klicks musst und du schlafst wie ein Efeu und das interessiert nicht kein Rat, aber viele Männer siehst du, okay, das heißt, da muss ich noch passen, dass ich nicht zynisch geht, dass ich sich okay für die Welt. Wir wissen genau, wer am meisten geklickt hat. Todescher, Accident auf der Straße, all das. Und ja, ich will auch da nicht so, dass das just niedriger Instinkt das ist auch normal und das ist menschlich. Wenn das geschieht, dass die informiert, du musst eben die Balance so machen, dass es sauber ist. Die Leute wollen darüber informiert gehen, aber du musst auch eins dort viel treffen, dass du Sachen dran bringst, die nicht direkt von Jitfragen mega geklickt gehen, einfach weil sie wichtig sind, weil wir als journalistische Kriterien haben eine Informationspflicht. An eise Büders, dass all der Leute, die egal wie sie es konsumieren, wie eng von unseren Plattformen, aber am End of the day wissen, okay, haut war das wichtiges Lass zu Lützeburg, an Europa, an der Welt. Da das nur Spruch. Gëtt dann irgendeine Solution für die Schnelllebigkeit an den Massenmedienproblem umzukommen? Wenn ich die hätte, dann hätte ich einen Nobelpreis verdient. Natürlich, ja. Also die Frage stellen ja nicht nur mir als. Die Frage sich überall gestellt. Und ich meine, das ist ganz wichtig, dass auch nicht nur, dass manche Politiker auch gemacht haben oder Wahlen, dass da nicht an etwas anderes fällt. Ich denke nicht, mich lächerlich zu machen, dass ich auf TikTok Reklam für meine Sendung machen. An meinen Kanal total Fremdschäme kriegen, dass ich bei mir einen Jugendspruch einfach. Das ist ja Quatsch. Aber dass aber meine jungen Kollegen von den Social Media, die ich gut für die Briefen, wo ich so das vielleicht interessant oder das kennen die ich interessieren, dass die kommen und dass die extrem rausziehen und dass hier ein Mädchen für so zu verschaffen, dass sie das junge Publikum interessiert, das ja. Wie man über das nur kurzfristig an mir überflächig rausgehen, ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß just, ich finde die Dave-Überzeugung, dass es wichtig ist. Und dass wir jetzt weiter den Kopf müssen zerbrechen, für dafür zu kommen. Und heinz du auch die letzte Hoffnung, soll ich ja nicht abgehen, dass irgendwie eine Universität sehr fair ist. Weißt du, wenn du nicht mehr bombardiert, dass immer mit dem Kurs dass auch bei Jitfragen, ich will auch da nicht so, die Jungs sind so und die Alten sind so. Nee, also, das mir überflächen und das mir seiert, das ist genauso eine Menge Generation oder die zwischen da ist. Die Leute wollen aber schon noch verstehen. Und ich meine, dass die Komplexität von dieser Welt ist so groß, dass auch ein bisschen da ist, für mehr an den Fond zu gehen. Und ein Grund für was die Podcasts, die auch funktionieren, die Formate, die es denen zugeschaltet ist, weil es eben mehr Zeit ist. Weil es da kann sein, und wäre ja schön, wenn man dann irgendwie etwas zwischen 7 Stunden Podcast und 30 Sekunden TikTok Und ich meine, eine Chance ist auch, wen das benutzt, mehr als Qualität an Quellen. So. Weil zum Beispiel, ich erwische mich an so gucken auf Insta oder so Videos und dann wird mich Apps gecatcht und dann sind schon bald am Gang, da so als Vorisch zu konsumieren und dann gucken ich einen Account und dann ist das so irgendwas random, also nicht so, okay, das ist gut. So. Ich frage mich, wie gut ob Twitter, also ob X die Community Notes sind, weil an der Last steht das ist eine Katastrophe. Also schlecht. Das ist eine Katastrophe. Was ist das wie Reddit? Die Leute können am Anfang, also wenn du Facts schreibst, da können die Leute drinnen schreiben, nee, du hast nicht richtig, weil blablabla. Ja, das ist ja gemacht, dass das für die ganze Kampagne auch von Musk, das war für all die Leute, die viel reguliert haben, Reis zu geheilen. Und die Community Notes, das ist am Anfang nicht mehr ein Alibi. Also, und das funktioniert nicht wirklich. Außerdem, also bis einmal du hinkommt, bis du raus. Und du lest egal, was raus. Also wir schwätzen heute von einem Mann, den et Pferdespur tut, an den deutschen Wahlkampf anzugreifen, an der AfD alles weiter zu gesehen. Also.
Ja. Ja. Streit beim Donald. Ja, auch da das etwas an der Form gouf nach immer Vermischung von Kapital a Politik, von Großindustrie an Politik. Das gouf an 30er Jahren an Amerika vom letzten Jahrhundert. Das ist nicht neu. Ja. Mit Dimensionen aus Du siehst immer bei der Masse, aber bei der Vitesse. Du hast Haut und Leute wie Masse können Pouvoir, wie das die meisten von uns das Smartphone quasi als Verlängerung von ihrem Ösch oder von ihrem Gehirn zu gesehen, an ihr Gehirn zum Teil auslachen. Du kannst direkt an das Gehirn von den Leuten ran. Du kannst dich für ihn direkt individuell kannst du erreichen. Das ist so ein Pouvoir. Und das wir schwätzen weltweit. Weil die Amerikaner die kulturelle Hegemonie aufgebaut haben und die Leute tun einfach unendlich suchen. Ich meine, guck die Dekadenz von allen Menschen, die geschrieben sämtlich, auch ISIS schreiben über die blöde Hochzeit von Bezos, für was, weil er sich Venedig kaufen kann, für seine Muster zu. Was für an Blut geschossen oder neu geschossen, für das dann dort zu bestimmen. Das ist komplett dekadent. Auf wie weit geht das? Weil die Leute unendlich viel suchen haben. Das ist pervers. Und das dramatisch, dass das am Platz, dass es besser geht. Wir hatten einen kleinen Finanzkrise. Du hast versprochen, wir regulieren. Wir passen ab. Aber das geschieht genau das Gegenteil. Für darum Ruf zu brechen, hier in Plötzeburg, wir schwätzen, dass ich Sendung mache von Logementskrise. Was das geschieht, also besser. An den Dekar zwischen den Leute, die viel suchen und an die wenig suchen, geht immer mehr groß am Platz, als man groß geht. An was Lohn noch könnt, man denkt Trump, weil so schockant ist, dass du Lohn erleiden musstest, mit du hast mal nicht mehr die geringste Schiene, am Gegenteil. Das ist das ja, das obszön, ein Golden Dome, für sich, das. Ich frage mich, ob es wirklich mehr krass ist oder ob es früher einfach mehr am Background geschieht. Nein, das ist viel mehr krass. Ja? Das ist viel mehr krass. Okay. Weil du hast noch immer in Amerika, dass Politik viel mehr Suche gebraucht wird, für Kampagnen zu feiern. Aber die Summen, auch die Summen sind so unwahrscheinlich geklommen. Und du hast, wie viele Milliardären hast du? An der Politik. Das ist ja auch viel wert. Das dürfte ja am Anfang alles gar nicht sein. Es sind viele Sachen, die man am Anfang nicht mehr vorstellen, wenn es einfach drin ist. Dass wir leben an einer ganz ungesunden Welt, wo die Equilibren gar nicht mehr bestehen, wo Einzelleute, die nicht gewählt sind, die keinerlei demokratische Legitimation haben, einen direkten Einfluss auf Politik haben, wo den sogenannten mächtigsten Mann von der Welt, den amerikanischen Präsident, ob er korrupt kann sein, an sich einen Flieger kann schenken lassen, an sich dann mal da bretzt. Wo sind wir? Ja, okay. Das ist so effektiv. Ja, an der Spruchgebrauch geht die, wissen wir schwätzen alle gut, weil von Dealen. Politik ist kein Deal. Das ist nicht ein One-to-One-Deal. Was gehst du mir, was gehst du nicht? Politik als Aushandeln von Kompromissen. Wo jeder bereit ist, ein Stück auf den anderen durchzugehen. Das tust du in Amerika gar nicht mehr. Und das riskiert bei uns auch zu kommen. Ja, wie ist das heute? Ich würde gerade freuen. Geht auch in die Richtung, oder was? Das bei uns, also Lützeburg ist zum Glück aber nach Ernstes. Und wir haben ja auch keinen Bipartismus. Wir haben eine Kultur von Koalitionen. Wir haben nicht nur eine Partei, die dominiert. Wenn es der Bipartismus ist, da kannst du irgendwie nicht so. Egal, was du siehst, du bist feindliches Lager, das nee, und voilà. Und dann du da blockieren. Und egal, was Verluste sind, weil jeder verliert dabei. Und meistens verlieren immer dieselbe. Das sind die Leute, die am Anfang Pölle vom Staat gewesen sind, das ist auch darum, die ernst. Bei uns ist da aber die Kultur vom Kompromiss und die Großparteien, die ja froh kommen, für Koalitionen zu machen, wissen das ja auch. Und du gehst auch nicht in allzu viel aufscheißen, wenn du weißt, dass du eventuell nichts Niveau gewesen bist, mit zusammen zu schaffen. Also sie sind noch gar nicht so weit aus der Face.
Also die ideologische Unterschiede sind auch viel mehr groß, das ist ja nicht so extrem. Mir meinst du, wenn die Leute besser informiert wären, gibt es irgendetwas anderes in der Situation? Ich ging dem gedreht so. Ich weiß es nicht und ich weiß nicht, wie viel ich nachholen kann. Ich kann aber ganz sicher sagen, dass Tatsache, dass ein Mensch wie ein Trump und Macht kommen ist, dass das auch darüber zurückzuführen ist, dass Medien eine Konzentration gab. Diversität von den Medien auch dort mit vielen Suchen limitiert ging, dass ganz viele Edukativprogramme sie gestracht gehen, dass wenig Suchen an Breitmasse gestartet gehen und dass du dann hast du gleichzeitig so Verblödungsprogramm durch bestimmte Medien und auf der anderen Seite haben sie nicht die Education, die sie brauchen. Aber wenn die Education auch Suche gebunden ist, ne? Das sind ja nicht Länder wie bei uns, wo es weiß kann ich frei studieren gehen. Weiß kriegst du Hölle vom Staat. In Amerika kriegst du die nicht. Und wenn du den Mann informiert bist, wird mir einfacher so dich zu manipulieren. Also ich weiß nicht, ob es immer hilft. Mir ist ganz sicher, du bist viel mehr voll für die Katze, wenn du gar keine Education hast, wenn du nicht informiert bist. Ich meine, das Schiedsverein andere hat sich so gut wie möglich mit du am Anfang Demokraten an Amerika verkackt, weil hat nie auf Podcast gegangen ist, weil Trump hat das immer gut ausgenutzt. Und wenn du das dann noch lauschst, dann, also die Millionen Leute, die das dann noch lauschen, dann hat das okay gegangen von den großen Podcasts. Hat wohl eine Journalistkammer haben. Ja, pardon. Kein Problem. Ja. Ich nämlich gern, hat ein Schwarzenegger. Ja. So an einem langen Format und das geht einfach nicht. Ich meine, so viel andere Fehler gemacht. Ja. Schon lange für drin. Und zwar? Der nächste Fehler ist, dass sie so lange gewartet haben und dass es war ja kein richtiges Match. Ich meine, die Frau ist an die Kampagne herangetreten, im letzten Stöppel, mit dem Defizit Witze zu sehen von einem, den so unbelebt war, den so offensichtlich gaga war, pardon. Und das hätten sie nie dürfen so lange ziehen. Ich meine, dass sie am Anfang von seinem Mandat noch gut war, okay. Wenn es nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. Dann hätten sie müssen gucken, eine Relève abzubauen. Und sie wissen noch nicht, und sie sind natürlich hier gehabt. Das ist auch viel mehr schwerer als Demokraten, die wir noch nicht viel streng mit denen sind. Die Republikaner, das sind keine Republikaner mehr. Grand Old Party, die existieren nicht mehr. Die Republikaner sind Trumpisten. Die Partei hängt von Trump, wo wenn Trump décidiert, aber was ihr seht, das wird gemacht. Aber wenn ihr nicht möchtet, was ihr seht, die geht rausgekickt. Die weiß, dass das nächste Jahr nicht mehr abgestellt, weil alles mit Suche funktioniert. Die weiß, dass er sein Mandat verliert und so weiter. Demokraten haben viel mehr Gesprächsbedarf, aber nach mehr Brechpalette. Diese mehr an Richtung Lo. Tom stirbt. Geht das? Willst du Wasser? Ja, ich gehe mal Wasser sicher. Schon mal Wasser. Ei, ist schon noch. Das ist okay. Ei, Bett. Weil ich Knecker hochsteht. Okay. Ich muss raus los. Das hat man noch nie. Schön, ich habe nicht geschockt mit meinen Nivellierungen. Ich kann zurück. Sollen wir warten oder sollen wir weiter? Wir können. Also, sollen wir warten? Okay. Das ist interessant. Ja. Wie links positionieren sie sich? Du geht ganz spannend zu gucken, New York Bürgermeisterwahl, wie viel probierst du an mitzugehen, wo Kratzen zu gehen, zu probieren, der Republikaner Stimmen wegzuholen. Das ist alles, wie immerhin das alles kalkuliert, dann das ist immens kompliziert. Aber ich merke, bei ihr Passion für die amerikanische Politik, die ist groß. Naja, fast bei mir sogar mehr gerade so die andere Richtung interessiert. Also so China will ich gerne mehr wissen. Du weißt ich auch nicht genug. Und Chance für mehr zu wissen. Naja, eben. So davon, also so davon. Ja, mir, also ich kriege bei weitem. China, Russland. Also negativ krass. Also da hat mich mehr Gedanken.
Mir was ging dich dann interessieren zu wissen? Wie die da ticken und ob die wirklich so wie in Gefühl wird, so kalkuliert, gerade so, they are playing chess while everyone else is playing checkers. Aber Lester, du hast große Vorteil, wenn du Diktator oder Autokrat bist, nenn wie du das willst. Wenn du nicht mehr nach Scheinwahlen hast, dann du hast Zeit, du hast unendlich Zeit. Der Putin hat seinen Krieg schon lange präpariert. Und all die Leute soen auch am Vierfeld, sollen sie echt wollen. Die soen, was sie wollen. Putin hat ganz klar gesagt, was er will. Den Ausspruch, dass die Ukraine zu Russland gehört und dass da, was ein Lohnranker wiederholt, überall da, wo ein russischen Soldat sei schon auf den Terrain setzt, da das russische Gebiet. Alles da, dass das größte Unglück war, der Fall von der Mauern, das Nefalle von der Sowjetunion und so weiter, nicht alles gesagt. Das nicht mehr, sie haben einfach die Vierte, sie mussten sich nicht die Wahl stellen. Ich meine, mein Problem für zu verstehen ist, dass ich nicht die selbsten Volumen und Ego habe, wie sagen Personen. Ich verstehe nicht für wahr. So, why? So, Leben für dein Leben, wenn ein Enkel kann, verbringt Zeit mit dem Enkel kann. Hallo? Ich verstehe nicht den Ausspruch. Nein, ich nicht. Den Ausspruch für einfach Länder zu erobern und darüber zu wichsen. Ich verstehe das nicht. Du ja? Also ich kann von seiner Perspektive aus verstehen, ja. Dass es so Leute gibt wie auch den Trump, die einfach gerne so viel möchten und gerne so die Sachen machen. Also ja, offensichtlich. Das ist nicht jede Geburt für Diktator zu gehen. Das ist schon eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur, die es braucht. Es braucht absolut Lust zur Dominanz, zur Macht. Und seht ihr mal, wie es dem mit seinen Aufgaben. Ich meine, dass auch da die Leute sich entwickeln, dass es an ihnen dran ist, den Drang an die Besoin doch zu beweisen. Und was du mehr Macht kriegst, was du mehr Möglichkeiten hast, was du doch mehr nutzt, ist das so etwas, das federt sich gegenseitig. Der Putin, wenn sie sich nicht reden, die war nicht das. Aber fandst du irgendwie nie, weißt du, was Kinder mehr kann? Wenn du alle Guten aus dem Fenster gestoßen oder vergiftet hast oder an einen Prison verrecken gelassen hast, dann... Oder was ich auch froh, also psychologisch, ist, wie war hier an der Kante? Gibt es so einen Grund, dass hier so aus der Göffi gemobbt als Kant? Es gibt nie einen Egon. Ja. Es gibt nie einen. Dafür muss halt ein Interview mit ihm machen. Für die Sachen zu freuen. Ja. Oh, dann wird er gewusst so. Ich guck mal, so fangen mal kreischen. Das ist gesagt, steht. Nee, das da, also natürlich wird mir alle Gute sind geprägt durch das, wie wir abgewohnt sind, was man an der Kante erlebt hat. Ganz wichtig sind immer auch Ressentimenter, die du kannst haben, Verletzungen, die du hast, Ego-Verletzungen, das ist immer eine ganz große Motivation. Du hast viel an der Politik, die auch gehen, auch für am Anfang etwas zu erfüllen, was der Papa hat, das ist Bush, ne? Das ist Bush Senior, Bush Junior, den quasi dann nach einem Krieg gemacht hat, für seinen Papa zu beweisen. Das ist nie nur eine Sache. Menschen sind ein bisschen mehr komplex wie das. Es sind verschiedene Faktoren, die man nicht kommen. Natürlich als Persönlichkeit etwas. Und dann dürfen wir einfach nicht unterschätzen, sie noch immer so wie am Militärspruch, also dann vernetre de Tier, das heißt, du hast dann so ein Moment, ein Zeitfenster, die abgeht. Und hier sind dann noch Möglichkeiten, Begegnungen, das ist nicht alles so durchgeplant. Ja. Aber wenn du bis einfach reinkommst, dann musst du was. Ein Ski hat nicht durchgeplant, den hast nicht immer 20 oder an ihrem Alter hat den nicht gesagt, okay, ich gehe denke ja der große Leader von China. Aber irgendwie, wenn du da bist, dann hast du nicht mehr eine Idee, dann hast du die Macht zu konsolidieren. Aber wenn du ein Diktator bist, dann hast du alle Möglichkeiten. Wie was meinst du dann also so, dass man so viel über Donald Trump wissen, also so wenig zum Beispiel über den Ski? Ja, weil die Ski nicht all Neues und all Neues aufhängt, irgendwelche Sachen zu posten, weil die das nicht nötig hat. Ja, nicht davon schon den Status erreicht, wo den Trump jedenfalls für den hinkommen, dass sie den ganz Bürger kontrollieren. Das ist auch eine ganz andere Kultur, kannst du überhaupt nicht vergleichen. Den Trump ist, was ob man so viel erklärt, wie sie ihn kannte, von einem Pap, den er gedirengelt hat, den er immer gesagt hat, du musst ein Killer sein, wenn du kein Killer bist, dann den an ein Militärinternat geschickt ging,
ist ein tolles Phänomen. Er hatte so viel Faillite gemacht und alles an den Sand gesagt und seine Chance war die Tele-Sendung. Und das, was er möchte immer noch Tele-Sendung. Ich meine, das, was wir alle gut mit die meisten denken, ich habe mit einem großen Horror gesehen haben, dass wir den Zelensky empfangen haben, das weist aus als zur Telesbühne, dass es eine Show gibt. Ja. Und das ist eine permanente Show. Ich brauche keine Show. Doch, die brauche ich immer, wo sie dann hier große Konferenz, aber den muss nicht, den definiert sich nicht als Medienstar. Weißt du da, wie er tickt? Weil ich schon gut keine Ahnung, wie den. Oder weißt du da nicht? Also, wie meinst du den Ski oder? Schon mich gelesen, okay. Aber für mal uns muss natürlich doch da kannte da weiß wie abgeworden mir also keine Ahnung, ich muss mir keine Ferndiagnosen dafür kriegen wir auch nicht genug Informationen. Ja. Ich meine, dass fandst du auf der Platz was kannst du nicht dahin und das, was man früher gesagt haben, eine enorme Disziplin wollen zu möchten, anderen hat auch halt eben Meilen, die du früher nicht hast. An der China ist die Observationsmöglichkeiten, das ist ja der Wahnsinn. Und dadurch, also doch auch da, wenn du nicht nur bei all Einzelnen, also ein Smartphone raus, kannst du mir quasi bei jedem überall guckst. Ich meine, du kannst mal nicht mehr auf die Toilette gehen, um nicht zu wissen, wo die Kamera sind, wie es doof gelöscht wird. Also mehr einfach, also es ja nicht für die Leute dann komplett zu kontrollieren. Also das ist eine Welt, ich hoffe, dass wir das nicht erleben. Warst du eigentlich aus China? Ich war in China, ja. Kurz am Kader von dem mit Jean-Claude Juncker noch. War spannend, war ganz kurz, war auch wenn Lützeburger Premier Lützeburger China an der Relation mit dann gesagt, wie das eben geht, du wird alles aufgespart, alle Straßen, du gehst dann durch. War so ein kurz dann, der auch mir den natürlich lieber nach mehr Zeit gehabt hatte man nicht mehr. Ich werde definitiv zurück und schon früheren Kollege den los zu Shanghai lief, dann voilà, du hast eine offene Invitation. Okay. Hat auch volles dann. Keine mal Mail als du hin. Ja. Ja, schon. Die Leute hier aus China also Propaganda, das ist ja alles klar. Lo über den wir noch gut gespart haben, interessiert mich auch Netanyahu. Das ist ein Drama nicht nur für Palästinenser, das ist auch ein Drama für die Israelien. Du sind wir bei einem Mensch, den am Anfang Politik mischt, an Krieger feiert, mehr Frontenkrieger feiert, weil das also in Daseinsberechtigung als zwei, weil da das eine Prison rausgehalten hat. Der wird nicht vergessen, den Mann ist also geklont gewesen, auch wegen Korruption und das, also du hast nicht Gutes drin und ihm als Person, den mit egal wem an der Regierung ist, für sich weiter unter Mursch zu halten. Also dem Leben ist keine Sekunde irgendein Funken von Wert. Nicht kein. Und es sind so viele Menschen, die müssen sterben. Also das ist dramatisch. Wie gesagt, das ist dramatisch für beide Seiten. Und es sind genug Israelien, die während Moment ihr den Gaza-Krieg gegangen ist, manifestiert. Und ich meine, hier wollt ja auch, das sind alle gut, das gibt so ein kleines Handbuch von wie gehe ich ein Autokrat. Du hast den wie Norban nicht möchte, du gehst hin und du greifst immer dasselbe, du greifst Presse und du greifst Justiz und das ist alle gut in die Elemente, die ein Gage-Pouvoir zum politischen Pouvoir sind. Und den Netanyahu wollte eine Justizreform machen, an die hier auch geschützt hat. Mina aber von so als Lützeburg oder als Europa lange gebraucht für so komplett zu realisieren. Also, nein, ich bin da komplett recht. So, die Israeli können nicht dafür, so, das hier als Diktator, aber so, schon am Anfang relativ lang nach am Anfang das ganz laufen gelassen oder nicht. Oder gesehen ich das falsch?
Das ist noch immer ein bisschen so. Mir laufen gelöst. Also, Wir ja, als also mir als an Politik. was laufen gelöst. Also so das, einfach von der Meinung vom Westen oder von Europa war noch zu lang so nicht wirklich Farbe bekannt. das ist ganz unterschiedlich. Also wenn du in Höchstkiel guckst, ob ein Typ, der im Velo sitzt, der frühere Außenminister de Jean Asselborn hat eine ganz klare Position, hat die auch gesagt, verteidigt sie bis heute von der Zwei-Staaten-Lösung. Der hast du da, dass die Deutschen sich mich schwer den durch ihre Geschichte kann ich nachvollziehen. Ich fand nicht alles gut. Für was? Ja, wenn du Leute aufgemetzelt gehen, Ja. von einem Diktator, ich verstehe, hier ist eine ganz schwere Geschichte. So eine ganz, ganz schwere Geschichte. Wenn man da einfach so guckt, als fair für sich. Ja, aber das ist eben das Politik. Ja. Eine Geschichte kannst du nie als fair für sich gucken. gucken. Ich gebe recht, dass mit Dürbelstandarden, dass nicht glaubwürdig ist. Ich meine, dass das Hauptproblem den ist, dass die Architektur, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, aus dem Horror vom Nazi-Regime, dem Holocaust, für zu so nie mehr darf das passieren, sind ja auch internationale Institutionen geschaffen gehen. Du hast Nürnberger Prozesse, das ist die Grundidee gewesen, für zu sagen, wir müssen Leute zur Rechenschaft ziehen, die Kriegsverbrechen beginnen. Das Problem ist, just, wenn die Institutionen, wir haben noch einen internationalen Strafgerichtshof. Und es gibt internationale Mandatarien, auch gegen den Netanyahu, auch gegen den Putin. Ja. Aber die nicht vollstreckt können gehen. Ja. Aber wenn die UNO, die angewiesen ist, ob zu von den Amerikanern bald kein mehr kriegt, aber keinen sie stellt. Wir sind in einer Situation, wo nicht mehr was Krieg und Frieden betrifft, auch was da dann, wo man noch nicht drüber geschwärzt hat, was sicher die größten Herausforderungen gibt, langfristig. Klima. Die Klimaurgence, die immer mehr krass geht, wo dringend müssten Decisionen getroffen gehen, die konzertiert Decisionen weltweit quasi sind. Das heißt, die vier gehen immer mehr international, mehr global, und für den Rest zerfällt es, und wir haben keine internationalen Institutionen mehr, die nach irgendeinem Pouvoir haben. Ja. Und du hast auf der anderen Seite hast immer mehr Autokraten, die hier Länder so für sich leben, und du hast auch, das schreibt ja auch an Europa über so die Illusion von dem Nationalismus und Patriotismus. Dass wir an Europa mengen, wir gingen da als Problem lesen, dass die Franzosen nicht mengen, also ich meine, es sind viele Parteien, die da an Wahlen rangehen, und zum Teil auch Anklang fanden. Ich verstehe nicht von den Wählern, ich meine, das gar nicht klang, wenn du verunsichert bist, dass du so das Gefühl hast, ja, wenn mehr auf dem nationalen Niveau, dann ist es mehr beißen, dann ist es besser. Es gibt halt keine nationalen Klanglösungen mehr für globale Probleme. Ja. Das heißt, das geht das suggerieren, dass so eine einheitliche Europa-Instanz eine Solution wäre. Wenn wir es an Europa mehr oft eins wären, wäre gut. Das Problem von Europa ist ein anderes. Das Problem von Europa ist, dass da eine Union ist, die relativ sehr gewusst ist. Und es sind ein paar Wellen von Erweiterungen gewirrscht. Du fängst an als Club zu 6 und dann erweiterst du. Ab 9, ab 12 und du gehst weiter so. Und dann bist du eben ab 21, plus immer ab 27. Aber du hast immer noch dieselben Regeln. Das geht nicht mehr. Okay. Und das ist das Problem. Die Regeln sind nicht angepasst. Okay. Eine Unanimität mit 6 ist schon nicht evident. Ja, wenn deine Kollegen dezidiert, wo jemand nur raus, da gibt es schon Diskussionen. Wenn du 27 eine Unanimität hast, und dann hast du Leute dran, die ganz klar Elemente sind, ich meine, Norban verstoppt das ja nicht, geht bei den Putin, geht bei den Schienen. Also das ist ja eine Frechheit, das ist ja am Anfang für einen anderen Europäer zu sagen, hey, voilà, ich kann. Aber Mama kriegt aber noch so. Also das sind Probleme. Und dadurch, und das, was daran so schwierig ist, Demokratie ist immer viel mehr schwierig. Das ist ein Aushandeln von Kompromissen. Und du hast eben Regeln, und du musst schon die Regeln halten. Und dann ist die Illusion, die könnte, du sind da
die machen. Ja, mir wann ich sehen wie Putin, wie Xi die schon nicht müssen haben. Wie den Donald Trump, diese schon nicht hält. Wenn ich mir mal keine Regel mehr anhalten muss, ja, da kann ich meinen durchsetzen. Ja. Aber was das dann fährt, so mir auch, mir gehen alle Regeln ab, dann verroden wir solche Werte. Das ist die Fickmilche von der Demokratie. Wie kannst du an einem System, den auf den Regeln basiert ist, gegen die Leute 4 gehen, die mal so wir spielen gar nicht mehr um Spielregeln. Ja. Das ist Das ist eine sehr gute Frage. Wolltest du nicht an Politik gehen? Nee. Das ist ja aber deine Meinungen. So. Nee, ich wollte nie an Politik gehen. Ich bin durch von einem Politiker, ich bin daran abgewusst, schon von der Denke kann politische Diskussionen gehabt haben. Und ich war für mich aber ganz sehr klar, dass das, also ich bin oft genug gefragt, wenn ich gewollt hätte, ich hatte genug Gelegenheit. Und was mich beruhigt hat, ist, noch von so vielen verschiedenen Parteien gefragt, dass ich mir so dass ich meinen Job insofern gut gemacht habe, dass ich eben nicht zu viel offensichtliche Meinung habe. Und nee, ich kenne das nicht, weil ich die andere Seite gesehen habe, weil ich so gerne Debatten habe, die mich quasi verkaufen. Da ging ich mir immens schwer, denen dann noch Parteidisziplin. Ich habe die andere Seite gesehen. Ja. Weil, also dann nicht schwer, wenn es am Anfang aber so viel Wesen, so viele Ideen ist, wie ein etwas Kind machen. Also dann nicht auch schuld, das nicht zu machen. Ne? Das ist ich wäre nicht glücklich gegen okay. Ich bin gut an dem Mädchen, den ich schon. Ich kann erklären, ich kann analysieren, das ist mein Job. Und das dann Ich habe noch ein Dilemma, was das angeht, weil auf der einen Seite so mal Leute, die in Politik gehen, das sind die für sich überzeugt sind, die sich gerne selber schwätzen, naja, die nicht unbedingt mega gut am Diskurs und am Nullausch, dass sie mir gut am Schwätzen. Und am Anfang, und du zum Beispiel wärst das nicht, weil du bist so gerne lauschst auch nur, probierst die andere Seite zu verstehen. Aber gleichzeitig bereich Politik ja von genau Leuten wie dich und den nächsten, den das kann, den Nullauschere kann, die am Anfang aus der Schuld. Ja, aber da müsste ich an eine Partei gehen, wie gesagt, auch die Parteidisziplin, dass vielleicht auch Sachen vertreten, von denen ich gar nicht überzeugt bin. Ja. Ich habe einfach für mich die Decision getroffen, dass ich es nicht mache, hat man nie leid getan. Und ich will das so wie ich will den Journalismus ganz echt. Und so dass hinter hier sind ja viel, die das gemacht haben. Das wäre, nein. Was willst du machen, wenn du irgendwann dann fertig bist mit Journalismus? Oder willst du... Das ist etwas, was du nicht ganz musst abhalten musst. Und es geht ja nicht nur mit 400 Kamera sitzen, es geht auch also etwas, was ich wirklich gerne machen, das sind Dokumentären, wo du Zeit hast, wo du rausgehen kannst, ja, Podcasten, Gespräche mit Leuten führen. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich anzubringen. Mit Dokumentären, das ist etwas, was die Menschen reizvoll ist. Ja. Die halt zu ballen nicht ab? Nicht... Ich muss gerne immer alles, die Sachen. Ja, ich schaffe gerne. Ja. Ja, das ist cool. Gibt es noch irgendeinen so einen Tipp, den du alles kannst mal auf der Weg, so als Jung, also wir sehen ja nicht in der Medienbranche, so wie du. Ich bin Journalist. Ja, einfach so generell. Aus der Komfortzone rausgehen. Und heinz da mal Leute sich gehen, die dir nicht um Radar selbst wie mir, einfach mit vielen Leuten schwätzen und einfach mal gucken. Das ging ich sicher machen. Komm, wir bleiben in Kontakt, weil wir brauchen noch Feedback für... Ja doch, das... Mit das hast du so viel Drusel. Für uns ist es auch schwer, weil wir ja auch Sponsoren haben. Unser Podcast läuft ja ein bisschen davon, aber das ein Avite ist, den auch die Leute gucken. Und heute sind noch Themen, die interessant wären für euch, darüber zu schwätzen. Man kennt kein Mensch die Person. Ja. Und dann
können wir den, also wir können ihn invitieren, mit guckt dann okay. Es hat also Fehler, dass als Plattform nicht für sich selber steuern. Und Leute müssen den Gölle froh gucken, weil sie wissen, da sind interessante Gespräche. Und nicht, wenn es just einer Clickbait-Person. Nee, dann könnt ihr ja vielleicht doch Mischkalkulationen machen, dass da, wenn der Purmol Leute eben mehr sehen, dass dann du Tischendenkerei dreht und dann dem Sponsor das vielleicht erklärt, der dann das. Du hast gesagt, vielleicht mehr wie eine Person. Du hältst sehen, du bei dir vielleicht Männer bekannt ist, an die mehr an Dave gehen kann. Einfach das Format in einer Zeit Format vorstellen und probieren, wo etwas Neues. Ich habe noch ein paar kleine Fragen. Also, ich wie viel hast du bei RTL zu sagen? Also, warst du da gestaltet wie alle anderen gestalten oder was du willst an Seniorität? Ich bin von dem Manager, ja, schon. Also. Wenn du siehst, so Mamadlo? Nee, das nicht. Wenn ich so Mamadlo. Ich gehöre zu einer Gruppe von Leuten, die zusammen dezidieren. Und die aber auch responsabel sind, der Tisch, das Verantwortung drohen und assumieren. Ja. Okay. Und was du da einfach gestaltet, 4-Stunden-Job oder wie kannst du das vorstellen? Ja? Also ich gehe 4 Stunden bezahlt, was natürlich das sich immer auf 4 begrenzt. Das ist nicht, dass du irgendwie das Undeler holst, so ein RTL. Nee, wie gesagt, also seit du ganz gesagt, reicht nicht. Okay. Dann haben wir eine Frage von unserem letzten Gast, das war den Harun Mehanovic, ein Sportler. Okay. Und wir haben das Konzept, der stellt dem nächsten Gast eine Frage, nicht zu wissen, wen das. Und er hat gefragt, was hast du heute gemacht, für 1% besser zu gehen? 3 hinkommen. Gut. Das läuft. Du? Aber ich bin froh, für du abgeschrieben, weil so am Anfang nicht. Gut. Außer, aber hinkommen mehr. Also schon mal ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Am Anfang sind viele Dinge, ich wusste das nicht so aktiv weiter Bild, so keine ich gehe nur an der Fitness, mehr als das wirklich so eine Antwort auf die Frage. Dafür wie ich froh, wie ich mal überlege, was du nicht heute gemacht hast, weil so am Anfang kennt mich sehr mehr, zum Beispiel lesen oder einfach so Sachen machen. Passiv vielleicht, durch effektiv das Gespräch, durch Vorbereitung, Fitness auch. Also ich meine schon. Zählt das? Von dir, für mich, ja. Also für mich zählt das. Wo hast du denn etwas, außer der Podcast? Also ich meine, das Teilgespräch war definitiv das lehrreichste, was ich heute gemacht habe. Definitiv. Am Anfang seit langem. Ich muss einfach nur denken, mehr so Kleinigkeiten. Schon. Gut. Ja. Das ist unser Podcast, möchte ich 1% besser. Möchte alles 1% besser. Ja, auch noch Leute. Nur denken, austauschen, wo länger eine Perspektive anholen, immer gut. Ja. Und dann haben wir noch. Nee, du hast eine Frage überlegt für den nächsten Gast. Wie hast du dann? Froh der nächste Gast ist, wie weißt du, ein Mensch ohne zu sagen, dass du nicht gern hast? Ich soll Ihre Antwort nächstes Mal. 4 Mal etwas. Ja. Etwas anderes. Das ist gut. Was ist dein Love Language? Vielleicht geht nicht schon mal. So mal die. Physical Touch. Physical Touch, Words of Affirmation, Acts of Service. Und also Gifts oder wie das? Ja, nee, dann Physical Touch und Acts of Service. Oder nee, wie ich sie kriegen oder wie ich sie gehen? Wie sie gehen. Ah, wie ich sie gehen. Ja, doch. Physical Touch und dazu? Acts of Service. Das ist cool. Ja. Ich das nicht. Ja, du? Also ich schwätze noch nicht Englisch, noch nicht, ich gehe noch nicht an Theorie. Mir ich meine, dass ich auch da durch Null dran und durch da gehen, ich meine einfach dem anderen seinen Besoin erkennen und klappt nicht immer, wir probieren dran zu gehen. Nice. Cool. Du? Physical Touch on Words of Affirmation. Ja, die zwei. Gut.
No. Gëtt noch en abslasches Genau, ein Göllefroh. Göllefroh effektiv. Bis wat erst? Also die erste Leute soll Ja, stellen. genau. Ja. Wo sie hab's können gewonnen. Ja. Was geht jetzt Ja, gewonnen? ich hatte nicht recht kompliziert, also auch nicht philosophisches. Ich bin einfach, ich war selber erfeiert. Ich war an der Archive gucken, wie war der nächste Klartext. Okay. Cool, ich roten Hannover und Kamera aus. Ja. Okay. Ja. Nice. Aber was kann ich gewonnen? Wir kriegen eine Invitation für dann ein Kammer dabei zu sein. Wirklich? Yep. Wow, das ist cool. Kann ich auch als Gast dabei. Also Invité. Von die Person absitzen. Und das wäre noch ein Nee, als Invité, Fnufi. das müsste bei Thema passen. Ja. Ja. Detail ist einfach für die Kulisse Das mit ist dabei cool. zu sein. Cool. Wie viele Leute dürfen da mal nur gucken? Aber normalerweise. Kein Zuschauer. Sie Gell? kann, Sie nee, gut, ich hatte am Anfang hatte ich gerade mit dem Problem, dass wie das man noch mit ist am Vor direkt abholen, hatte ich dann viel zwischen Schulklassen an Altersheimer. Okay, schon steht. Ja. Ich habe probiert, so an Diskussionen mal dran zu bringen. Heute geht es besser. Ich meine, du hast an der Zwischenzeit hast du auch zum Glück an den Lyceen, aber mehr das wird gelöscht wird, ob noch an dass die Jungen mehr fit sind, auch zu diskutieren. Weil am Anfang beim Sitzen, du willst hier nicht so, will dein vorstellen so. Das kann ich schon, frierst mich. Ja. Also, Okay. voilà. Nice. Aber das wieder, ja, das ist echt cool. Ableck kann er echt, ja. Das ist mega cool. Genau. Ja. Okay. Super. Na, ihr letzte Massage und Nullaussterer. Das ist warm. Ja. Ich will nur lesen, Ja. mit Tomate brauche ich Wasser. Merci für die Nullaussterer. Merci. Bis nächstes Mal. Ciao.